Livestream wird jetzt gestartet. Ja, schön. Herzlich willkommen zum Talkthrough im September. Und das Grüß wirklich am Gott. 1. Oktober. Sagen wir mir brutal, Seppi? Sagen wir mir brutal oder sagen wir mir brutal? Wahnsinn. Immer am Puls der Zeit. Richtig, richtig gut. Wir haben es endlich wieder geschafft, dass wir einen ordentlichen Rhythmus jetzt erstmal wieder einführen beim Talkthrough. Und jetzt müssen wir nur noch halten können. Unbedingt. Unbedingt. Es geht froh sein, dass der Seppi jetzt gerade das Essen aufgehört hat, weil ich jetzt die 10 Minuten, die er vorher schon gekommen ist, die ganze Zeit geknautsche in die Ohren gehabt hat, weil er die ganze Zeit frisst, das fette Schwein. Ich hab mir noch ein bisschen was zwischen den Zähnen aufgekommen. Es kann sein, dass wieder was wieder kommt danach. Dann bitte Dead Noises. Unbedingt. So. Ah ja, schön, da ist auch schon der erste Zuschauer. Ja, der wird er gleich wieder gehen, wenn er begrüßt wird mit Dead Noises. Servus, Fanfare. Jojo, habe Dere. Jetzt pass auf. Was machen wir heute? Einen Talkthrough machen wir heute. Warum bist du eigentlich schon wieder, du bist eigentlich gut in dem Beutel, ähm, fast 100% getarnt. Das passt eigentlich ganz gut zu Metal Gear Solid Delta Snake Eater, das ich durchgespielt habe extra bis heute noch. Yay! Und was schön. Ja, war schon schön. Warte mal, ich habe irgendwo einen Zettel, wo ich was aufgeschrieben habe dazu. Da. Du machst Notizen. Ist Weird. natürlich mal eine Notizen. Ich kriege nämlich so viel Post da noch und dann denke ich mir so, ich kann das Papier nicht einfach ungenutzt wegschmeißen und jetzt nehme ich zumindest das ganze Schweinspost, die ich kriege, als Notizzettel her. So ein Hundling. Das ist echt. Ja, weil ich denke mir, bevor ich es einfach so ungenutzt wegschmeißt, dann soll dieses Blatt Papier noch einen guten Zweck erfüllt haben. Und was Da gibt hast du es recht. Besseres, als für uns als Notizzettel herzuhalten? Apropos Verschwendung, wenn ich eine kurze Anekdote aus meinem Alltag einwerfen Na, darf. Ich war na, halt na. in einem, ja, ich tue es trotzdem. Ich war Okay. halt in einem, ich sage jetzt Geschäft dazu. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Und dann bin ich da an der Kasse gestanden, so als siebter oder achter. Und dann ist von der Mhm. Seite eine ältere Dame dahergesteuert mit einer Packung Haferflocken und einem Kassenbon und hat dann wüst geschimpft, sie hätte sich verklangt und hat statt Feinblatt die groben Haferflocken gekauft beim letzten Mal. Aber Aha. die schmecken natürlich nicht, jetzt mir jetzt das gern zurückgeben. Dann hat die Verkäuferin aber gesagt, das können wir natürlich machen, aber hätten sie den gar keine Verwendung dafür, weil das sind Lebensmittel und die müssen wir dann wegschmeißen. Sie Rindviech. Und dann sagt die so, ja, aber die schmecken mir halt nicht. Hm. Und dann war da leider keine Option, dass man die nicht wegschmeißt. Und jetzt liegen sie irgendwo im Müll. Hättest du Weltklasse. halt du früher genommen? Dürfen sie mir auch nicht verkaufen und sie ist so rindviech. Hättest du der Alten gesagt, du die Haferflocken her, dann hättest du sie an ihren dämlichen Shell geschmissen. Ja, nächstes Mal wieder auf alle Fälle handgreiflich, weil das ist, also sowas tun sie Definitiv. leider Wir nicht sind an. absolut keine. Was ist denn der Unterschied zwischen Feinblatt und Grobblatt bei den Haferflocken? Also tut mir leid, Ja, es das gibt tut also sich der Holz ganz fein gemachte. Oh ja, erst einmal. Warte schnell, überraschtes Gesicht, ich habe einen super Effekt. 10 Euro. Philipp, bester Mann. Potato. Und erst einmal Große Liebe. herzliches Hallo. Danke, dass du da hast. Und der Be Wild ist Armstissel. Sehr schön. Heute geht's ab. Und was schreibt er dazu? Morgen kommt Ghost of Utah. Bin sehr gespannt. Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt. Da bin Mein ich auch Kollege hat sich schon. extra die PlayStation 5 Ghost of Utah Edition vorbestellt. Das ist jetzt die erste PlayStation 5, also die 800 MD und die schaut brutal aus. Ich Also die habe PlayStation. mit 3 Accounts die Gewinnspiele mitgemacht für die Ghost of Utah Edition. Und ich hoffe, ich gewinn's. Dass das teuer verkaufen kannst, nicht mehr. Ja, die darf ich glaube ich sogar behalten, weil die echt schön ist und der Controller also schön ist. Super. Aber die Jetzt kommst Controller du. nehmen jetzt echt Überhand bei PlayStation. Ich habe mir damals gedacht, so als der, was für einen habe ich da, den Last of Us 2 Controller, haben wir gedacht, so, ja, okay, so einen kannst du einen Controller schon mal mitnehmen, dann Death Stranding 2 kriegt einen Controller, Astrobot einen Controller, 30 Jahre Ja, PlayStation Controller, Ghost of Utah Controller. Ich denk, ja, leckt's mich, ich fange jetzt eh noch zusammen. Marc Sesselmann ist auch wieder da. Sehr schön, Sesselpupsberger. vor allem ist es so eine ziemlich teure Sammlerei dann, weil die, glaube ich, kosten ja 90 Euro oder 80 Euro oder so, Ja, ja, die Limited Editions. Das da ist schon ein bist, wenig happig. das ist nicht, auf alle Fälle nicht zum Sparen, ist, das Zeug. Wobei ich jetzt festgestellt habe, bei meinem, nachdem ich ja fleißig wie ich bin, 100.000 Spiele gespielt habe den Monat, habe ich immer meine zwei aufgeladenen Controller neben mir liegen auf der Ladestation und einer von den zwei hält ungefähr nur noch 1,5 Stunden. Und dann ist er leer. Und dann Moment, nochmal, Moment, der Moment. Sesselberger, mach wieder deinen Effekt. Ah, Jetzt geht's nicht mehr.
Jetzt muss ich mal meine Krasser Scheiß, Kamera, oder? ich muss jetzt einmal mein Was für ein Krampf am Kamera-Interface Knack. aufmachen, vielleicht kann ich das auch tun. Erst einmal Potato auf ihren Sessel. Super. Mille grazie. Warum ist jetzt einfach mein Gerät nicht verbunden mit der blöden Kamera? Da dachte ich, bist ja die dumme Faule. Jetzt warte mal, was macht der da? Mittel, eng. Geht das vielleicht so? Oh, schau hier. Brutal, brutal. Ah, die Effekte werden immer krasser heutzutage, was die KI Wahnsinn. sie kann. Schiebe es langsam zurückfahrt. Piu, 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 piu. Ich habe jetzt nämlich auch endlich diese automatische Steuerung ausgeschalten, die ist mir nicht auf den Sack gegangen. Aber mit mehr habe ich noch nicht beschäftigt. Vielen Sagst du, Dank auf ich alle bring keine Fälle. Basinusquelle mehr. Hey, endlich. Was ich heute trinke? Luis. Ich trinke einen Tee. Oh, was für ein? Aus dem English Tea Shop Organic Mate, Cocoa und Coconut. Ich habe keine Ahnung, warum er so etwas daheim hat. Mate-Tee. Du möchtest heute nicht mehr schlafen quasi. Ach du, da ich das ganze Wochenende auf Schnee bin, kann ich sowieso nicht schlafen. Da rührt Martin nicht mehr an. Dann gibt es jetzt ein bisschen einen grünen Schnee. Ja, okay. So, jetzt mal so gemacht. Ich muss jetzt da meinen Tee schnell ausdrücken, meinen Beutel ausdrücken. Ihr könnt es übrigens auf OnlyFans auch sehen, wie ich meinen Beutel ausdrücke. Abo hier. Endlich. Wie macht man so? So machen sie aber. Click there. So, oder? Keine Ahnung, scheiß Influencer-Spacken. So, jetzt den Scheißtrick zu Was tun. wir mir nichts zu tun haben, ja. Na, aber echt nicht. Außer ich krieg 1.000 € von jedem von euch. Ach, ich leg's einfach am Boden, das kann man zusammenwischen. Jetzt probieren wir mit den Tee. Naja, Ja, das war verrückt. ist nicht so zauberhaft. Was ist jetzt mit meiner Kamera? Wie wieder scharf du den Viech jetzt? Was schreibt der Sesselberger? Da brauchst du ein Boglermann dafür. Es wird jetzt halt hier noch nicht unboxed, ich mache danach noch, falls du nicht gesehen habt, um 20 Uhr gibt es noch einen Kassettenschmerz. Aber ich habe schon eine besondere Unboxing-Pokémon Booster Pack. Ich habe noch eins von die 151er Sonderedition hier gefunden. Da dürft ihr euch schon freuen, Buben. Da dürft ihr euch schon freuen. Und das letzte Mal habe ich übrigens einmal, das war eine Karten, die habe ich hier mal unboxed, einsortiert. Ich habe nämlich mittlerweile eine App, mit der ich meine Karten scannen kann und weiß jetzt schon langsam, was meine Karten wert sind. Ich habe tatsächlich neben der 5-Euro-Karten, die der Philips letztes Mal mir vermacht hat mit seinem Booster Pack, eine 15 Euro wertvolle Karte. Ja, krass. Das ist brutal interessant. Fucking Gangster, Alter. Fucking Gangster. So, aber wir sind jetzt hier beim Talkthrough. Wir haben gezockt und ich habe vorher schon eine super Überleitung gemacht, weil der Seppi ja hier fast getarnt ist mit seinem Schwarz in Schwarz in Schwarz. Man sagt ja eigentlich nur seinen Kopf umeinander schwirren. Und das passt perfekt zu Metal Gear Solid Delta Snake Eater, das ich extra bis heute noch durchgespielt habe für euch. Waren sage und schreibe knappe 18 Stunden das Ding, davor glaube ich ungefähr 7 Stunden Filmmaterial, also Zwischensequenzen. Aber wer schon mal Metal Gear Teil gespielt hat, der glaube ich ist das schon gewohnt, weil bei Metal Gear hat der Kojima ja immer sehr gern lange Sequenzen gemacht und viele Sequenzen gemacht und ich glaube, das Metal Gear Solid 4, das Finale, also wenn man es durchspielt, soll man sich auf alle Fälle viel Zeit nehmen, denn da ist dann eine 1,5 Stunden lange Schlusssequenz, also nicht mit Abspann, sondern wirklich, da kommt einfach ein Film. Das ist Drum, wer Metal Gear Solid spielt, soll sich in der Regel darauf einstellen, dass er nicht einfach schnell 10 Minuten zwischenschiebt, wie bei einer Runden New Pokémon Snap, sondern soll halt wirklich Zeit haben zum Zocken, weil man kann immer wieder mal in so eine halbe Stunde Videomaterial reinkommen, gell? Wollte ich nur mal vorher schon mal sagen. Hast du schon mal irgendein Metal Gear Solid gespielt? Was ist jetzt mit meiner Kamera schon wieder? Ich hab das ausgeschalten. Autoframing, abhauen. So. Hast du noch nie eins gespielt? Natürlich die ersten zwei. Also das erste habe ich natürlich sehr intensiv gespielt damals, weil das war halt einfach das absolut geilste, weil das Das war war einfach Wahnsinn. unfassbar neu und hat halt so viel Sachen neu gemacht und war einfach, ich sag gerade, der Psycho Mantis Kampf. Psycho Mantis, das war irre. Ich Ultra weiß gar nicht mehr, krass, also- ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf damals gekommen sind, wie wir den Ja, besiegt. ich konnte Ich mir glaube, halt wir nicht haben, erklären, wie ich da jemals draufgekommen bin. ich glaub, wir haben irgendwo nachgeschaut. Im Screenfan oder selbst irgendwelche Heftel durchbladelt. Und man hat ja an Sowas, Screenfan damals auch, glaube ich, faxen können, dann haben sie da Lösungen zugeschickt für teuer Geld und so ein Mist. Ich glaube, irgendwie so haben wir, ich habe das mit einem Kumpel, glaube ich, gespielt oder irgendwie so haben wir das dann damals, glaube ich, rausgefunden, aber von selber war ich auch nicht drauf gekommen. Ja, aber auch die ganzen Stealth-Mechaniken und so weiter und das Ja. Schleicher und also irre influential Game auf alle Fälle. Das zweite hat mir dann damals nicht mehr so gut gefallen, weil da ja diese unpopuläre Entscheidung getroffen worden ist, dass der Snake jetzt auf einmal nicht mehr die Hauptrolle spielt und du jetzt auf einmal einen Raven oder Rain, weißt du, wie du kannst Ich glaube, Raven hat er geheißen, ne? Raven spielen musst.
Und dann, weiß ich nicht, das glaube ich, habe ich dann auch gar nicht mehr ganz durchgespielt. Und das dritte habe ich dann tatsächlich gar nicht mehr angelangt. So war es bei Also mir auch bin ich bis ganz, jetzt. bin ich ganz gespannt, was du jetzt dazu mitzählen hast. So war es bei mir auch bis jetzt, dass ich die ersten zwei gespielt habe. Ich habe zwar das zweite schon auch geliebt, das war nämlich auch vom Spielen her obergeil damals, aber dann irgendwie ist das untergegangen und dann habe ich mir gedacht, immer so, ja, ich kann jetzt halt nicht mit Teil 4 weiterspielen, wenn ich Teil 3 nicht gespielt habe. Bis es jetzt, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, erfahren habe, dass Teil 3 ja eine Vorgeschichte ist, also was scheißegal gewesen. Metal Gear Solid 3, also Snake Eater ist Prequel, das ist wirklich so der Anfang von allem, wo man noch mit seiner Mentorin dann wieder in Kontakt kommt. Man wird auf Russland geschickt, weil die da einen, wie heißt der, Shago-Hot oder so bauen und das ist nehmen wir es einfach mal einen Panzer, der Nuklearsprengköpfe bis auf Amerika umscheißen kann. Finden sie nicht so geil, die Das Amis? hat, komisch. Warum auch immer. Und dann hast du halt, wird halt der Solid Snake da eben zu den Russen rübergeschickt und muss jetzt das Ding zerstören, den Wissenschaftler, der ihn erfunden hat, befreien. Und dazu kommt halt dann noch so die ein oder andere Thematik, die natürlich nicht vorhersehbar war für ihn. Coole Geschichte, coole Spionagegeschichte dafür, aber die Geschichten fand ich eigentlich immer ganz cool bei Metal Gear Solid. Die Figuren sind immer schön drüber. Die Bosse, die man da findet, die Cobras nennen sie insgesamt, die ganze Gruppen. Und die Bosse, die da kommen, sind halt auch total überspitzt. Der eine ist der über 100 Jahre alter Sniper-Typ, der die Sniper-Mechanik, so wie sie halt in der Zeit da existiert, erfunden hat. Der kann seine Augen nach vorn außerdrucken, damit er noch besser snipern kann. Hast du ja schon mal gesehen, den einen Schwarzen, der das kann, der seine Augen so nach vorn druckt? Ja, ich habe so mal Battle gesehen, ja. Ja, so in der Art macht er das auch. Und dann hast du noch einen, Da der gibt es sich auch zwei sogar, da gibt es eine Frau auch, oder? Waren das nicht zwei immer? Das kann auch sein, ja. Ich weiß zwar jetzt nur den Typ, aber es kann sein, dass eine Frau auch gegeben hat. Oder gibt. Weil die Zeit. Das ist eklig auf alle Fälle. Dann hast du einen Typen, der kann sich tarnen und über die Baum dumm schwingen und schießt dann Giftpfeile auf die und hat Augen wie so Eidechse. Also es sind lauter total überdrahte Figuren, aber dann trotzdem irgendwie in sich alles so erzählt, dass es so Kojima-typisch total überspitzte und überdrahte Sachen, aber trotzdem in der Geschichte verwoben, die ziemlich ernst bleiben kann. Dann zusätzlich ja die Spielmechaniken mit seinem Blödsinn sind, dass die unterm Karton versteckst und umeinander laufen kannst. Die dämlichsten 1000 Tarnanzüge und Tarnschminkungen gibt's, aber die kannst du dann noch teilweise freischalten und im Spiel finden. Wenn du das mal mit durchgespielt hast, kriegst du neue Sachen. Und da sind halt dann auch Krokodilanzug ist dabei oder du hast die Schminke, dass du schaust wie so ein Geisha oder irgendwelche Flaggen. Also er hat total übertragen Blödsinn wieder mit drinnen, aber trotzdem bleibt es bei dem Spiel an sich ziemlich ernst. Ähm, Was mir aufgefallen ist bei dem ist die Steuerung, die ist ultra sensibel. Also ich habe wirklich halt das ganze Spiel meine Probleme gehabt, dass mir die Steuerung fast ein wenig als fein war. Man kann es wahrscheinlich einstellen, aber da war ich dann wieder zu dumm dafür, dass ich irgendwo nachschaue, ob man die Feinfühligkeit von die Sticks ein bisschen nachjustieren kann. Ja, Weil normal, schon. da war ein Ding, da muss, Fast immer, ehrlich ja, gesagt. ich habe es mir Geht mir dann fast bei jedem Spiel so. im Nachhinein habe ich mir gedacht, eigentlich hätte ich einfach mal nachschauen sollen. Das kannst sicher, die kannst sicher ein bisschen einstellen. Aber ja, habe ich Ja. nicht gemacht, habe mich lieber geärgert, dass ich jetzt blöd bin zum Steuern. 13 Hat's- Stunden lang. 17, gell, 17. 17. Da war dann nämlich, da musst du dann graben unterm Zaun durch und da war so eine verhude Mine, und es war ein Elektrozaun, sowas. Und bin ich, durch das, dass es so feinfühlig ist, bin ich ständig in den scheiß Elektrozaun reingegraben, dabei bin ich narrisch geworden. Aber ja, wie gesagt, ich komme nicht auf die, dass ich mir nachschaue. Ultra Gut. klug. Aber also, wenn man es einstellen kann, dann ist das auf alle Fälle also eine sehr gute Steuerung. Es ist ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich, ja, fast so wie so eine Simulation teilweise, weil du bist im Dschungel ausgesetzt und du musst da überleben. Sprich, du hast eine Ausdaueranzeige in Form von Hunger, die ist unter deiner Energieanzeige. Du musst also immer schauen, dass du genügend Nahrung dabei hast, weil du irgendwann Hunger kriegst und dann fängt dein Bauch zum Knurren an und wenn dein Bauch laut knurrt, dann kannst du auch nicht mehr verstecken, weil das dann die Gegner hören. Also da musst du auf die Jagd gehen, also es ist nicht überkompliziert, aber du findest halt überall Tiere, Schlangen, Ziegen, Hasen, Skorpione, was weiß ich, Schwammerl, Obst und so ein Zeug, Rationseinheiten und so ein Zeug. Also man findet schon immer genug, es ist nicht direkt eine Jagdsimulation, aber beim Überleben musst du da auf alle Fälle immer dahinter bleiben. Dann ist es auch, wenn du irgendwie Gegner nimmst,
Das ist nicht so hige Knopfdrucker und dann hast du ihn sofort in der Hand, sondern das ist schon sehr ausgiebige Animation, die er da macht, bis du den Gegner mit dem Oberkörper hebst oder mit den Füßen hebst und dann wegziehst. Also es ist nicht so, wie soll ich sagen, so Arcade-lastig, dass es ziemlich schnell geht, sondern es ist schon ziemlich gemächlich, auch die ganzen Bewegungen. Was mir ein wenig gestört hat, war so das Stealth-Gameplay selber, weil mir ist irgendwie was abgegangen, dass ich sage, ich kann so richtig mich da jetzt verstecken und dann meine Umgebung geil beobachten, ohne dass mich sofort sehen und dann auch was und da dann auch was machen. Also so dieses Kernelement, was ich bei Metal Gear Solid erwarte, war mir da irgendwie zu unausgereift, muss ich jetzt sagen, weil wenn du den im Gras versteckst, dann siehst du den Typen vier und zurückgehen. Und wenn du dann rausgehst, dann kann es aber sein, dass da hinten noch einer steht, der dich sofort wieder sieht, aber halt auch so, nicht so, wie es bei, was sagst du, ja, okay, ist ja klar, dass er mich sieht, sondern du sagst, ja, wie soll denn das jetzt eigentlich gegangen sein, dass wer da hinten sieht oder dass du um Kurven umschauen kannst und den vielleicht irgendwie markierst, aber nein, wenn du umschaust, dann sagt er dir auch sofort, also es ist ziemlich schnell, dass du da entdeckt wirst. Ich habe dann ehrlich gesagt immer mehr auf Durchrennen und Bolzen gesetzt, als auf um einen Anschleicher, weil mir das dann mit der Zeit ziemlich genervt hat. Fand ich Also ein das wenig ist schon schade. immer eine Option, oder wie? Dass du einfach Mhm. durchrumpelst. Ja, du kannst dann einfach, wenn alle Gegner, weil sie holen dann schon Verstärkung und wenn dann alle Gegner da waren, da sind und du alle umbringst, dann kannst du es einfach, dann ist der Alarm auch wieder gut. Der Das Jojo ist, muss zum Essen gehen, hat uns aber nur 2 Euro da lassen, dafür gibt es eigentlich Potato. Und, genau, Bitches. warte, ich mag auch wieder. Die sind gut. So, jetzt schauen wir, dass sie den wieder automatisch einschaltet. Du kannst dann schon dein Tarnmodus noch hochschrauben, eben mit entsprechende Klamotten oder unter Gesichtsbemalung. Wenn du irgendwo im Wald bist, dann musst du schauen, dass du überwiegend grüne Tarnklamotten an hast und das Gesicht dementsprechend bemalt hast. Wenn du irgendwo im Schatten bist, dann ziehst du die schwarze an und so weiter und so fort, weil du hast jetzt schon viel verschiedenes Gelände, in dem du dich bewegst und dementsprechende Kleidung, die du dann erfindest. Aber insgesamt, weiß ich nicht, bin ich so Schleichpassagen von anderen Spielen, gefällt mir da besser, wie bei The Last of Us was, find ich schöner, bei Ghost of Tsushima und so, das war alles so schöner, da kannst du da wirklich einmal durchgehen und so ein komplettes Lager einfach erledigen, wenn du möchtest. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass das bei Metal Gear Solid jetzt nicht so einfach möglich gewesen war. Das hat mich ein wenig genervt und was auch richtig nervt, wenn du dann sagst, ich möchte das jetzt ausprobieren und die dann einmal erwischen, dann läuft der Timer vor 1,5 Minuten runter. Und den soll jetzt halt fast irgendwie aussitzen können oder abhauen und der war halt auch richtig nervig, dass du sagst, jetzt muss ich da wirklich wieder warten, weil dann sind sie halt noch achtsamer in der Zeit, wo der Timer läuft. Komm, leck mir einen Arsch, habe ich dann gesagt, raus und erstmal alle über die geschossen von den Pissbacken. Was sagt der Aber Philipp? für die 10 Stunden 10 sagt er bei der Stunden? Story. Ja, Du, du hast zu wenig länger Spielerisch wirst du gebraucht, weil wahrscheinlich es ist, wirklich nicht kannst. was gesagt. Ich habe leider nicht 10 von 10 Freunden dabei gehabt, wie der Corby. Nein, ich habe jetzt ein bisschen was über 17 Stunden braucht, inklusive die ganzen Sequenzen. Also auf 10, du kannst es wahrscheinlich auf 10 Stunden durchlaufen. Ich bin dann, weil es gibt in jedem, das ist so ein bisschen wie so Resident Evil früher. Jetzt fängt meine Kamera schon wieder an. Schön. Ich hasse voll. So wie Resident Evil früher, dass du verschiedene Bereiche hast, wo du reingehst und dann siehst du nur den einen Bereich. Und das ist so behindert, meine Scheißkamera. Ich habe das rausgeschaltet, ich schalte sie einfach ein. Ähm, und in jedem von diesen Bereichen, in denen du kommst, sind dann immer entweder ist also ein Frosch, den du abschießen musst, und auch Enten, die du abschießen musst. Warum auch immer Frösche und Enten, keine Ahnung. Also so Spielzeug manchmal sind das. Ja. Und die Enten ist ein bisschen schwieriger zu finden, weil die ist auch noch mit Dreck ummantelt, da schimmert nur ein bisschen was Gelbes durch. Also es ist teilweise echt so mies versteckt, dass ich dann irgendwann auch aufgehört habe, dass ich gesagt habe, ich suche die, weil ich wirklich manchmal, glaube ich, eine halbe Stunde in dem Bereich rumgerannt bin und habe es nicht gefunden. Dann haben wir gedacht, jetzt schaust du mal ein Video und dann war die einfach so gerade vor dir an der Wand und wenn du da vorbeilaufst, du siehst das einfach so schlecht, dass ich gesagt habe, alles klar, es wird dumm. Drum kannst wahrscheinlich locker auch nochmal von den 17,5 Stunden, 4 Stunden abziehen, die ich nur für um einen anderen und durchforsten von dem Zeug verbracht habe. Ja, okay. Was recht cool ist, auch, aber sie haben halt auch viel geile kleine Details, wie zum Beispiel, du hast einen Typen, das ist der Ocelot, und das ist ein Gegner und der hat immer so Revolver dabei. Und Den hat es wenn aber du, mehr Schnäppchen gegeben, oder? den gibt es immer wieder, immer, ja, genau.
Also ich weiß nicht, ob er nach dem Sag mal ersten Mal was. mit dabei war, aber da ja Metal Gear Solid 3 die Vorgeschichte ist, ist er dann das erste Mal dabei. Ah, Und ich weiß genau, auch ja. noch, dass er in irgendeinem Teil war er noch mit dabei. Ich weiß auch nicht, wie oft das der noch vorkommen wird. Auf alle Fälle ist dann, wenn du gegen ihn kämpfst, hast du so einen kleinen Bosskampf mit ihm und dann steht er ernten und da kannst du in der Zeit nichts machen, weil der lädt dann nach. Und steht er da und lädt seinen Revolver durch und dann seinen zweiten und dann sagt er, ganz schön spannend, wie ich meinen Revolver lade. Ja, Nachladen ist echt super. Und dann kommentiert er es dann so abfällig, weil du nichts machen kannst in der Zeit. Aber da sind dann auch so coole Sachen, wie der hat halt Mützen auf und beim Bosskampf eben, wenn du dann auf ihm schießt und trifft, machst du einen Kopfschuss, fällt ihm die Mützen runter. Durch das kriegst du später dann eine Situation, wo er die Mützen auf ihm macht und dann hast du ein längeres Zeitfenster, wo du auf ihm schießen kannst. Also es sind immer so kleine nette Details dabei, wie du noch mehr Schaden oder so an die Gegner ausrichten kannst. Was richtig übel war, war auch der letzte Kampf oder der vorletzte Kampf, besser gesagt, der, bis ich auf das gekommen bin, wie ich dieses Arschloch überhaupt irgendwie einen Schaden machen kann. Ich bin da unten umeinander gerannt mit dem Raketenwerfer umeinander geschossen, weil ich gedacht, was soll ich denn noch gerade tun? Ich kann keinen Schaden anrichten, das gibt's nicht. Bis ich rausgefunden habe, man muss gerade mal in den Nahkampf gehen bei dem Pisser. Auf das kommst du überhaupt nicht bei einem, der mit Patronen zwischen die Finger und Stromschläge auf die einschlägt, dass du da in den Nahkampf gehen musst. Ja? Also herzlichen Dank dafür. Ich glaube, dass ich da locker eine Dreiviertelstunde braucht habe mit 15 Versuche, bis ich mir rausgefunden habe, dass ich in den Nahkampf gehen muss bei dem Pisser. Aber naja, das ist halt, ja, Kojima eben, gell? Ich Also mag einfach kann man immer. mit abwechslungsreiche und kreative Bosskämpfe rechnen. Ja, absolut. Oder? Ja. Vor allem auch der Sniper-Gegner, den ich vorher gesagt habe, das ist ein ziemlich geiler Kampf, der geht über 3 Areale und du musst den halt suchen, du musst den halt finden. Es ist wirklich wie so ein Sniper-Kampf. Der ist getarnt, der ist voll versteckt und du musst den Typen finden und musst dabei aber selber immer in Deckung und getarnt bleiben, weil sobald er die Sekt nimmt, er dir voll aufs Korn. Das war auch Mhm. ziemlich geil. Also die Bosskämpfe waren echt absolute Highlights bei dem Spiel. Und ansonsten auch die Geschichte ist cool, die Figuren sind geil. Das Gameplay an sich ist geil, auch wenn ich so ein bisschen gern für den Stealth-Part ein wenig was anderes gehabt hätte. Man kann es nicht genau benennen, aber mir hat der einfach nicht so taugt, der Stealth-Part. Aber ansonsten kann ich das absolut empfehlen. Metal Gear Solid für 12 Stunden zwischendurch ist das perfektes Teil. Und lasst dann Abspann, wenn ihr es durchgespielt habt, dann lasst dann Abspann ewig lang stehen. Weil selbst wenn das letzte Battle kommt, da steht dann glaube ich auch einfach nur so Metal Gear Solid Delta wieder dort. Und dann fangen auf einmal Leute an zum Rennen. Und dann erfährst du in diesem Abspann nochmal über eine Figur, wer die eigentlich war, weil dir werden eigentlich zwei Gehilfen zur Verfügung gestellt, aber einen findest du nie, einer kommt nie vor. Das heißt eigentlich, dass zwei Leute auf die warten. Und dann erfährst du in dem Abspann erst, dass die Figur, wer das gewesen ist, dass du die schon gefunden hast, aber dass sie dir nie gesagt hat, wer sie eigentlich ist. Danke dafür, dass ich dann nochmal eine halbe Stunde da sitze und mir das Metal Gear Solid Logo anschaue, damit ich das erfahren kann, du Schwanz. Wie bist du denn dann darauf gekommen, dass das noch kommt? Eingeschlafen oder? Nein, ich lasse einen Abspann immer durchlaufen, wenn ich was durchgespielt habe. Und dann ich glaube, ich bin dazwischen aufs Klo gegangen oder so. Und hab und da habe ich dann das erste Mal gehört, der Reddepper. Dann bin ich wieder abgezwickt und umgelaufen. Dann haben wir das erste Mal angehört. Dann haben wir gedacht, passt, jetzt hast du das gehört, gehst wieder aufs Klo. Und dann bist du auf dem Klo dann wieder so, verdammt, da redet schon wieder jemand, abzwickt wieder umgelaufen. Also man muss einfach laufen. Also nicht am Klo Ja, laufen lassen, man muss einfach den Abspann laufen lassen. für das gibt es diese Stühle mit integriertem Nachttopf. Die haben sie da bewährt. Ja, habe ich leider nicht. Aber das Ding ist jetzt halt auf alle Fälle auf der Liste. Und, also wenn man es dann durchgespielt hat, dann schaltet man noch einiges frei. Da gibt es nämlich nur so ein Spiel, wo man so komische kleine Roboteraffen abschießen muss und die dann aufsammeln muss. Da gibt es verschiedene Stages, da schaltet dann ein paar dazu frei. Ist ein netter Zeitvertreib, ziemlich herausfordernd, glaube ich, wenn du da auf Platz 1 über das sein möchtest. Und dann noch ein anderes Spiel, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das heißt. Da bist du direkt nochmal eine andere Figur und schnetzelst die dann durch irgend so komische Monster durch. Das schaut nach einem komplett anderen Spiel aus. Schaut ein bisschen nach so einem, von der Optik erinnert sich ein wenig, finde ich, an so Souls-like-Spiele. Habe ich nur kurz mal eingezockt. Ist irgendwie komisch, weil du hast bei den vier keine Lebensanzeige, du hast bei deinem Charakter keine Lebensanzeige. Du kannst einen Haufen Attacken machen, schnetzelst sie durch, dann kommt irgendwie ein aggressiver Gegner, da bin ich dann gestorben und habe keine Lust mehr gehabt. Aber du hast auf alle Fälle Content für, ich denke mal, weit über 50 Stunden bei dem Spiel, weil du das auch mehrmals durchspielen kannst, da weißt du immer wieder was dazu kriegst und dann verschiedene Schwierigkeitsgrade hast, dann kannst du es mit einer modernen Steuerung spielen und mit einer alten Steuerung kannst du es auch noch spielen. Also man kann sich richtig intensiv mit dem Spiel auseinandersetzen. Ja, cool. Also, Und was kostet das überhaupt?
Ist das so ein 80-Euro-Ding oder ist das eher Ja, so, ja, 70 oder 80, glaube ich. Weiß jetzt nicht das genau. ist schon Also, verdammt viel. ja, was kosten sie halt jetzt mal die scheiß Vollpreistitel, oder? Ja, das ist so einfach nicht in Ordnung, finde ich. Aber Nein, egal, in Ordnung ist anderes nicht. Thema. Aber es hat sich auf alle Fälle rentiert, sagst Ja, schon. Und wenn es jetzt halt, nicht so viel anders zeigen, wie einer geschwappt hätte, zu dem wir jetzt dann noch kommen, wie zum Beispiel Silent Hill, was wir jetzt noch besprechen werden, und dann eben ab morgen noch Ghost of Utah, und da die definitiv auch mehr Zeit damit verbringen und das wahrscheinlich auch noch mit durchspielen. Aber diese Zeit ist mir jetzt leider nicht gegeben. Bist du morgen gleich mit Startweg mit Jotai am Start? Oder wartest du noch? Na, werde ich nicht. Also ich werde es definitiv zum nächsten Talkthrough gespielt haben, aber ich habe jetzt halt erst noch Silent Hill F vor mir. Hm. Schöne Überleitung. Warum? Das war mein Hauptspiel in den letzten Wochen. Jetzt können wir natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie flott dass du mit Silent Hill bist, weil ich habe 13 Stunden braucht und das ist so, der Schnitt ist so zwischen 12 und 14. Also bin ich genau im Schnitt. Guter Fantastisch. Mann. Allerdings ist das Spiel darauf ausgelegt, dass man das bis zu 5 Mal durchspielt. Weil es Ja, gibt halt 5 Enden und mit jedem Durchlauf offenbart sich mehr von der Geschichte. Also es macht durchaus Sinn, dass man das öfter macht oder man macht es so wie ich, spielt es einmal durch und schaut sich dann alles andere auf YouTube an. Soll man dann da gemeinsam drüber reden oder soll ich da jetzt einfach anfangen? Weil fang einfach mal das an, weil darf ich bin ich schon schon ziemlich am anbieten, Anfang. dann, du hast schon angefangen. Ich hab schon angefangen, aber ich habe jetzt eine Stunde erst drauf gespielt. Eine Stunde, okay. Dann gehe jetzt mal nicht ins Detail. Dann würde ich sagen, reden wir da Das war richtig nett. drüber, wenn du das auch gespielt hast, weil das, glaube ich, war schöner einfach, wenn man da dann zu zweit drüber reden kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also grundsätzlich mal zu Silent Hill F, das ist das erste Silent Hill, das nicht in einem westlichen bzw. amerikanischen Setting ist. Und zwar haben wir da das mal im Japan der 1960er Jahre und spielen wir eine Schülerin, die es wird nie genau erläutert, wie alt das ist. Es ist wirklich so Highschool-Alter, irgendwie so irgendwas zwischen 14 und 16, schätze ich mal. Man darf auf alle Und Fälle die, schon. ja, ja, das sind, jetzt muss ich einen Schluck trinken. Ja, trinken wir da schnell was. Sie kommen auf alle Fälle nicht aus Also, leichten Elternhaus, um diese Trinkstelle zu überbrücken. das ist sehr richtig. Es gibt wie in Silent Hill üblich nichts Schönes in dem Spiel. So auch in ihrem bisherigen Dasein. Also sie hat Probleme, also es kommt gleich ganz am Anfang, merkt man schon, dass im Elternhaus massive Probleme haben. Sie büxt dann aus und dann kommt äh, der erste Funken Silent Hill über. Die Ortschaft, in der sie lebt, ist auf einmal von dickem Nebel überzogen, völlig verlassen und seltsame Kreaturen dauern auf. Bist vielleicht schon der einen oder anderen begegnet, die Die haben wieder gehen sehr, voll sehr assig, haut's ab. bizarr. Also sie haben im Design haben es natürlich wieder so die spielen immer so mit Schönheit und Desaster irgendwie so. Die ersten Gegner haben irgendwie so, es schauen aus wie zerstückelte und wieder zusammengesetzte Puppen, die sich ganz bizarr bewegen, wie so Ja, Stop-Motion-mäßig, haben üble Klauen und möchten da nichts Gutes. nicht viel, ne? Und dann musst du halt die so da zurechtfinden in der Stadt und begegnest dann ja dem ein oder anderen Monster, das alles wie in Silent Hill üblich zwischen Realität, Psyche und Traum alles ein bisschen miteinander mischt und du die da ein bisschen zurechtfinden musst. Ich finde es wahnsinnig gut. Ich finde, dass das mit Abstand das beste Kampfsystem hat, das ein Silent Hill-Spiel jemals gehabt hat. Das passt doch voll Äh, zu der Hauptfigur. Das war jetzt Es auch ist gleich ihre, etwas, was ich mir gedacht habe, es ist ein ja, junges Mädel, die kann nicht gut kämpfen. Und das ist ziemlich geil umgesetzt, finde ich. genau. Und du hast, also das, was wichtig ist weil es wird Vorhinein haben so über alle drüber geredet, haben wir jetzt ein Souls-like bei Silent Hill oder was weiß ich. Das Nein, ist man auf alle nicht. Fälle kein Souls-like. Es ist kein so ein krasses Kampfsystem, wie wir jetzt früher immer geschrien haben und gemeint haben. Ähm, Was aber allerdings stimmt, ist, die Hinako ist sehr angriffslustig im Vergleich zu anderen Protagonisten. Also sie ist in der ersten Szene mit dem Eisenrohr, da geht sie schon gleich mal drauf. Allerdings ist sie auch sehr verletzlich. Also das ist jetzt nicht so, als hätte man mir da, weiß ich nicht, Snake 2.0,
Na, sondern es gibt deswegen, um das ein bisschen zu verdeutlichen, haben die im Spieldesign jetzt auch neue Werte drin. Du hast zum Beispiel, du hast nicht nur eine Lebensleiste, sondern du hast auch eine Verstandleiste. Und du kannst Glauben bzw. Fokus einsetzen, der das quasi bestimmte Fähigkeiten freisetzt. Und du kannst mit bestimmten Items deine Werte temporär und dauerhaft verbessern. Also das ist Sachen, die hat es vorher so noch nicht gegeben, beziehungsweise nur mhm. vereinzelt in einzelne Teile verteilt. Und da haben sie das jetzt alles ein bisschen zu einem komplexeren System zusammenbastelt, und das haben sie sehr gut gemacht, finde ich. Also das ist bis zum Schluss sehr ausbalanciert. Es gibt ungefähr in der Mitte dann noch einen Twist, auf den ich nicht weiter eingehen möchte, der dann nur neue Komponente hinzufügt. Also das ist wirklich von Anfang an bis zum Schluss geht es voran. Es ist nie eintönig, es ist wirklich sehr durchdacht. Also es gefällt mir sehr gut. Mhm. Und auch in der Handlung, also ich habe eine Bombe schwach geschluckt. Da Echt? da gibt's Szenen, da denkst du wirklich, leck mich am Arsch. Wo es jetzt tatsächlich nie so der Fall war, bei mir war was das Remake vom 2 sehr gut kann, das ist so diesen Terror. Mhm. Diese wo du durch diese Apartments und so weiter gehst, wo du immer irgendwie so ungutes Gefühl im Knack hast, wo du Äh, eigentlich permanent angespannt bist. Also ich habe schon fast einen Muskelkater gehabt beim 2. ja, weil die vier haxerten Viecher da, oder? Die wo oben und unten Ja, vier Skrom, dann sind sie entweder hinter einer Säule, unterm Tisch, irgendwo anders eingefläzt, was ja, und sagst, ja, diese fick dich doch. Geräusche, diese furchtbaren Ja, Geräusche die ganze Zeit, die immer wieder einfach der Schrucker haben. So, jetzt nicht richtig Jumpscare-mäßig, aber halt einfach ja. immer irgendwie so Bock haben. Das hat Silent Hill F nicht, das funktioniert, aber funktioniert, finde ich, auf einer anderen Ebene da besser. Also das komplette Setting ist halt einfach auch anders. Du bist nicht in Mhm. den komischen Spelunken da in der Stadt drin, da wo alles irgendwie so industriell gefärbt ist, sondern du bist halt in dieser alten Stadt, die auch dann von einer so einer Anderswelt komplementiert wird. Nur ist es bei dem, finde ich, auch wieder besser wie beim Zwarer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil beim Zwarer hast du teilweise die gleichen Level nur anders gespielt. Ja, Bei dem hast du jetzt tatsächlich zwei unterschiedliche Welten. Also du bist einmal in diesem Dorf und einmal nicht in dem Dorf, also okay. woanders. Und die variiert sogar noch ein bisschen, also die andere Welt da quasi. Also Mhm. du kommst schon immer wieder mal in Situationen, wo du ein bisschen Backtracking machen kannst, wo es auch durchaus Sinn macht, weil du bestimmte Sachen dann findest, wenn du neue Abschnitte freispielst in der eigentlichen Welt. Aber du hast das nicht so wie bei Silent Hill 2 und bei anderen Ableger der Serie, wo du wirklich komplett nochmal die gleichen Gebiete ablaufst. Das Mhm. finde ich auch sehr gelungen. Und ja, was ist denn dein Eindruck so nach einer Stunde oder was du gespielt hast, was du gesagt hast? Ja, also, da haben wir, es geht eigentlich schon los, wenn man das bei dem Intro mit der Familie hat, mit dem Vater, wo du eigentlich gleich so merkst, was da geschlagen hat, mit die Einträge in ihrem Tagebuch bezüglich ihrer Schwester und so weiter. Also da merkst du schon, dass es da anscheinend auch stark um Familientraumata geht. Weil du es gerade Ähm, ansprichst, das mit dem Tagebuch, das ist ein super Feature. Das voll geil, ist ja. so genial, weil die führt quasi Tagebuch. Mit alles, was du in dem Spiel erlebst, kannst du immer wieder auf ein Tagebuch zugreifen, wo sie quasi aus ihrer Sicht die Dinge nochmal umschreibt. Und da nimmt man echt viel mit über die Gedankenwelt und über alle Charaktere und wie das funktioniert. Also das unbedingt, wer das spielt, schaut immer wieder in das Tagebuch, das ist richtig cool. Ja, da habe ich nämlich auch schon gelesen, dass es vor allem auch für Rätsel wichtig wird, weil das halt auch zumindest kommt das Spiel so weit entgegen, dass es immer die Seiten aufschlägt, die für das Rätsel jetzt halt relevant ist. Und du musst nicht nur durchblättern und schauen, was muss ich da machen. Jo. Aber so, also technisch schaut es schon mal sehr gut aus. Die Hauptfigur, ich weiß nicht, da habe ich irgendwie gleich ein wenig connecten können, wie man so schön sagt. Und auch ziemlich krass gleich wenn das erste Mal dann diese ganzen komischen roten Kichtel-Sachen da kommen und die eine Freundin da gleich mal Okay, also ankichteln. die hast du schon getroffen, das ist gut. Ich bin jetzt so weit, wo man den Typ mit der Fuchsmasken das erste Mal trifft. Also du bist das erste Mal quasi in der anderen Welt.
ist das eh schon die andere Welt, ist Da, das wo schon. du Ich war mir quasi jetzt nicht sicher, ob, aufwachst dann. genau, ich war mir jetzt nicht sicher, ob das Ja. gerade so eine Vorstellung ist oder ob das schon die andere Welt ist. Aber dann bin ich da schon, bin den Typen jetzt halt neu gegangen bis zu einem gewissen Haus, wo man dann links davon nochmal an so einem Schrein speichern kann und damit dann aufgehört. Das war dann so nach einer Mhm. Stunde. Und ja, also da war dann auch schon das erste Rätsel, das fand ich auch ziemlich cool gemacht mit den Pflanzenbeuteln. Ich weiß nicht, was mit dieser Kamera. Ja, scheinbar, aber es war sogar ausgeschalten, dieses, weißt schon, verpiss dich jetzt, bleib da hinten, du Spasti. Ähm, das mit den Rätseln, wo die Pflanzenzeichen auf die Beutel drauf sind und du das dann zuordnen musst. Man kann ja auch fürs Kämpfer und für die Rätsel unterschiedliche Schwierigkeitsgrade einstellen. Da bin ich jetzt dann auch mal gespannt, weil ich hab jetzt halt alles mal auf schwer gestellt. Das glaube Das ich, hätte ich nicht da. ja, mir hat nein, ich glaube beim Rätseln, also ich glaube beim Kämpfen kannst du 2 Grade einstellen, beim Rätseln 3. Da gibt es nach schweren Nummer einen schweren und ich habe jetzt so praktisch beim Kämpfer auf schwer und beim Rätseln die mittlere Stufe, die da auch schwer heißt, eingestellt. Das, Sodass man noch leichte Tipps kriegt, weil ich glaube beim ganz schwerer kriegst du überhaupt keine Tipps mehr, da wird ja gar nichts du angezeigt. spielst, du spielst nach dem ersten Mal auch noch einen Schwierigkeitsgrad frei. Ja, okay. Ja, aber ich spiele es ja nicht nur mit durch, weil dann kommt Ghost of Utah. Also ich werde dann auch das machen wie Ah, du okay. und mir alles auf YouTube danach anschauen, was sich ändert. Habe ich bei Silent Hill 2 schon gemacht, weil ain't nobody got time for this, weißt du schon. Also die Aber Rätsel, die haben auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad teilweise schon knackig. Also habe ich gelesen, ja, das ist echt fordernd. Aber das hoffe ich auch, weil ich mag das, wenn ich mal am Spiel bei einem Rätsel auch wirklich mal einen Controller auf Zeiten legen kann und richtig überlegen muss. Also, weil die ja, meisten sind ja stinkeinfache Rätsel immer. Man hat ja nicht, rätseltechnisch weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal richtig gefordert worden bin beim Spiel. ja, das ist ja gewollt so, weil es möchte keiner, dass du keinen Bock mehr hast, Ja, aber das wie ist, bei den ich bin Spieldesigner. Aber fucking Mainstream. die haben tatsächlich, finde ich, durchgehend besser wie beim Zweier. Mhm. Das Rätseldesign beim Zweier ist tatsächlich nicht War, gut. war nicht Das ist schwer. eigentlich nur hin und her laufen und Ja. das und das finden und dann da und da weiter. Das ist da deutlich besser, finde ich. Da gibt es ein bisschen mehr. Die haben allgemein haben die eine super Balance gefunden zwischen Action, Erkundung und Rätselabschnitten. Also das ist immer, Mhm. das ist echt eins von den wenigen Spiele, wo ich wirklich überhaupt keine Länge nicht drin gehabt habe. Also das ist wirklich auch vom Pacing her und allem super gemacht. Das haben sie echt richtig gut gemacht. Ja, ich bin auch auf alle Fälle nach der ersten Stunde jetzt halt schon voll angefixt gewesen und habe eigentlich überhaupt keinen Bock gehabt, dass ich mich da jetzt her sitze und den Scheißdreck mit euch mache. Aber ich tue, was Ja, tue ich nicht alles verstehe ich. fürs Geld? Ja, ich bin gespannt, was du sagst, wenn du dann durch bist und vor allem, wenn du ja andere Schwierigkeitsgradsstufen gemacht hast wie ich, Mhm. was du dann sagst, wie das alles sich entwickelt Gehen hat. wir, in der nächsten Folge wahrscheinlich mal ein Ding miteinander vergleichen, unsere Enden. Ich bin dafür, dass wir da auch einen Spoilerteil machen, wo wir dann einfach einmal völlig losgelöst über die ganze Handlung sprechen können, weil da gibt es wirklich viel Sachen, über die man reden kann bei dem Spiel. Und das muss man dann einfach vorher erklären, äh, dass das nicht jeder mitkriegt, weil das ist natürlich bitter, wenn man bei so einem Spiel gespoilert wird und möchte es nicht. Ja, freilich, wir sind ja da immer sehr zuvorkommend und geben definitiv eine Warnung vorher raus. Wir sind nicht der Mike. Ja. Ist der, Wir ist der sind Mike nicht eine der Loose Mike. Cannon? Ja, ja, der mag immer gern spoilern. Beste Beispiel ist immer so die Sneak des guten Geschmacks. Wollt ihr wissen, was für ein Film das läuft? Dreiviertel Mädchen sagt nein und er sagt, passt, ich sag's euch. Das ist wirklich stark, ja. So eine Fotze. Ja, Aber dann naja, da ich sagen, äh, schließen wir das Kapitel vorläufig ab und behandeln wir das dann beim nächsten Mal noch mal ein bisschen tiefer. mhm. Aber man kann auf alle Fälle schon mal sagen, kaufen. Klare Kaufempfehlung. Unbedingt. Das kostet leider auch ein bisschen teuer. Ich glaube, kostet auch 80 Euro Ja, die viel auf billiger allen kriegt, kann's mir. Plattformen. Ich kann euch jetzt halt Ja. zumindest den Tipp geben, macht es so, wie es ich jetzt gemacht habe mit den letzten 2 Spiele, die ich mir gekauft habe, außer jetzt halt eben bei Silent Hill, weil da habe ich es mir bestellt beim Mediamarkt, weil da gab es ein Steelbook dazu und Mhm. es schaut auch ziemlich schick aus, das Steelbook, das habe ich mir dann leisten müssen, aber, jetzt passt auf, Death Stranding 2, 80 Euro Neupreis, cool Kane, kauft ein, erstmal auf eBay Kleinanzeigen, kriegt eine Version in Folie verpackt, auf OVP für 50 Euro. Metal Gear Solid, Neupreis 80 Euro. Kani geht auf eBay, kriegt es in Folie verpackt aus dem Shop für 60 Euro. Kauft es nicht in die großen Wix-Shops, sondern geht es erstmal auf Kleinanzeigen oder eBay. Da kriegt es in der Regel mindestens 10, wenn nicht 20 Euro billiger, original verpackt, wohlgemerkt.
Lifehack. Wisst Bescheid, ja? Lifehack, Leute. Lifehack. Und wenn es da, Talkthrough nicht nur wenn's, für Spiele, sondern auch fürs Leben und für den Geldbeutel, Leute. genau, und wenn es da 5 so Spiele kauft, dann habt ihr euch ein komplettes Spiel gespart. Und das könnt ihr uns dann Ja, spenden. genau. Dann haben wir was fürs Regal. Schöne Sache. Oh yeah. Was hast du noch gespielt? Was habe ich noch gespielt? Ja, Baby Steps habe ich gespielt. Du Dreckschwein. Wir wollten eigentlich streamen und du spielst es einfach allein. Äh, Ich Du bist bin ein da Unsympath. tatsächlich nicht weit gekommen. Ganz ehrlich, also wir können das nach wie vor machen. Der Grund ist, also erstens mal muss ich sagen, ich habe ziemlich genau, weil ziemlich durchdraht bin, habe ich einmal genau nachgeschaut, wie lange ich gespielt habe. Es waren 86 Minuten. Ähm, Erstens einmal, ich habe zwei Personen habe ich getroffen in dem Spiel bis jetzt und es waren 3 Dialoge waren es dabei und ich hätte mich fast bepisst. Also das ist so bescheuert, wie die miteinander reden. Das ist unfassbar lustig. Also grundsätzlich geht es einmal darum, der Einstieg ist, man spielt den Nate. Der Nate ist 35 und liegt in seinem Ganzkörper-Pyjama im Keller bei seinen Eltern, lebt da und kriegt halt nichts auf 3. Klassischer Mike. Genau. Und, und dann hört man so, wie die Eltern quasi obenschreien, er soll doch jetzt bitte mehr aufkommen, weil es gibt was zum Essen und sie möchte eine Familiensitzung und möchten mit ihm reden und dann hört man so seinen Vater, er muss jetzt endlich mal aus den Puschen kommen und bla bla bla. Und der Nate liegt aber, wammelt gerade auf seinem Kanapee und schaut Fernsehen und wird dann, während er gerade wieder mal nichts machen möchte, wird in eine andere Welt eingesaugt. Frechheit. In welch, und das ist komischerweise ja, so eine Art Open World. Und da trifft er dann einen, der was er erklären möchte, aber er weird wie er ist und sozial inkompetent wimmelt er den ab mit einem unfassbar dummen Dialog und läuft halt dann ohne irgendwelche Hilfestellungen weiter. Und später trifft er dann einen anderen, der quasi da auch angekommen ist und erzählt halt, dass er da so, dass er so gern wandert und er ist aber noch Anfänger und er ist halt da gut ausgestattet worden mit allerhand Sachen, wie zum Beispiel einer Karten. Und der Nate möchte aber das Gespräch wieder maximal schnell beenden, weil er einfach nicht gerne mit Leid redet, offensichtlich. Und behauptet dann, Ist aber ja, unangenehm. er ist Profi-Wanderer und er hat das schon alles und er braucht keine Karten und bla bla bla. Und du siehst halt dann kurz zwischenzeitlich immer, wie nützlich das die Karten war, weil du kriegst dann so einen kleinen Minikompass einblenden und eine Karten mit, wo du halt sagst, wo du hin musst und so weiter, aber das möchte er alles nicht, also kriegst du das im Spiel ja nicht. Du musst Also dir du hast gar keine wirklich selber Möglichkeit, dass du es zurechtfinden. kriegst. Na, weil er wimmelt den gleich ab und haut dann ab und geht dann weiter. Das ist super. Dreckschwein. Äh, und ja, das Kernelement von dem Spiel ist Gehen. Mhm. Es gibt in dem Spiel keine Taste für Gehen, sondern du musst es quasi selber machen. Das funktioniert so, dass du mit den Schultertasten links und rechts R2 quasi die Füße heben kannst. Also je nachdem, wie weit das du eindruckst, desto weiter hebt er seinen Fuß. Mhm. Und mit dem linken Joystick verlagerst du dein Gewicht. Das heißt, du hebst mit dem rechten, mit R2 hebst deinen Fuß und dann musst du nach vorn drücken, dass er den quasi seinen Fuß mit seinem Körpergewicht nach vorn tut und dann musst du auslassen, dass er seinen Fuß absetzt und musst aber mit dem linken Joystick quasi im richtigen Winkel stehen, dass er noch nicht wirft. Dass er sich nicht zweit viere oder zweit hinter oder zweit seitlich beugt. Und da kannst du die lustigsten Verrenkungen machen. Und ich bin am Anfang wirklich, glaube ich, habe eine Viertelstunde braucht, bis ich mal ansatzweise gehen habe können und den wirft so jetzt so geil die ganze Zeit. Das ist so lustig. In die krassesten Verrenkungen und seine Geräusche haben also super. Also das ist wirklich saulustig. Das Problem an der ganzen Sache ist, du musst dich so darauf konzentrieren, dass du einen Fuß vor den anderen setzt, dass du kaum noch irgendwie wahrnimmst, wo du hingehst. Also du schaust quasi die ganze Zeit in den Boden ein, weil da haben natürlich, das ist so eine bergige Landschaft, du musst da irgendwie auf den Berg raufkommen und du musst da schauen, wo du hintrittst und dass du nicht auf irgendwelche Steine trittst und wieder zusammenwirkst. Jetzt schaust du die ganze Zeit in den Boden ein. Das Erste, was mir passiert ist, dass ich erst einmal eine halbe Stunde im Kreis gegangen bin. Ich bin dann quasi so, bin durch so eine Scheune durch und bin dann da so rum und habe eigentlich gemeint, ich dachte irgendwie weiterkommen, aber scheinbar bin ich auf der anderen Seite von der Scheune bin ich wieder hergekommen. Also saudumm. Geil. Und da läuft er dann auch auf einmal ein Single noch, keine Ahnung warum, das habe ich jetzt als Begleiter dabei, das ignoriert er auch komplett, aber das läuft mir jetzt die ganze Zeit noch. Ich weiß nicht, was dann auf mich zukommt. Und dann ist natürlich das Dümmste passiert, was da so passieren kann. Ich habe nach circa 86 Minuten wirklich hochkonzentrierten Gehen, was
wirklich unfassbar schwierig ist. Ich muss dazu sagen, ich spiele auf dem Steam Deck am Kanapé Mhm. und meine Frau hat da nebenbei Fernsehen geschaut. Und ich bin da, nachdem ich mir erst einmal im Kreis gelaufen bin, habe ich mich dann aufgekämpft, bin dann ein bisschen weiter den Berg aufgekommen und dann war ich an einer Wasserstelle und da waren halt so einzelne Felsen. Das ist quasi so ein Gebirgsbach und so einzelne Felsen, wo ich halt drüber kraxeln muss. Und du musst halt wirklich, also das ist so schwierig, du musst dich so konzentrieren, dass du das Gleichgewicht hältst und dass du richtig auf den Felsen stehst. Und dann bin ich da so an der Hälfte angekommen, schwitze schon auf dem Kanapee und meine Frau, nichts ahnend, schaut zu mir um, weil sie mich was fragen möchte. Ich, der Schrick, verreiß meinen Controller, der Nate toucht neben dem Steuer, fliegt ins Wasser und flattert den gesamten Gebirgsbach nach unten. Weil er sie ja natürlich nicht einhalten kann, sondern wird vom Wasser eingeschwappt. Jetzt war ich wieder ganz am Anfang. Ja, fast durchtrat. Das Ich ist hätte Chain fast Together, oder? hingeschmissen, das Scheißding. Ja, so ungefähr. So ein Nervenkostüm brauchst du. Also ich war fast durchtrat. Ich Eieiei. habe seitdem auch nicht mehr weitergespielt, weil das ist sehr fordernd. So, ja. Aber deswegen können wir das gerne noch machen, weil ich kann es auch heute noch nicht gescheit. Also es ist auch nicht zum Beherrschen. Es ist Jo, ich wirklich, glaube, das ist gleich kann. naja, bin gespannt. Ich bin Nein, es ist normal echt brutal. sau lustig, sau dämlich und einfach mal ganz was anderes. Also das muss man sich zwischendurch mal ein bisschen reinhauen. Man muss halt gut Englisch können, weil die Dialoge funktionieren nicht nur auf Englisch. Es gibt da keine deutsche Sprachausgabe und das ist halt wirklich so, ja, das ist auch nicht so absurde Gespräche einfach. Das ist nicht so der Standard-Dialog in einem Open-World-Game, sondern es ist völlig absurd, was die labern. Und ziemlich schnell und stotterig und also da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man das versteht, aber es ist wirklich wert. Sau lustig. Ist das wenigstens mit Kostet auch nur Untertiteln? 20 Euro. Kann sein, dass man die einstellen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich nicht hochgegeben. Dreckschwein. Mhm. Das ist überhaupt kein Also Interesse. unbedingt kaufen. Sau lustig. Einfach nur aus dem Grund, dass man die Volver Digital unterstützt. Das ist ein super Publisher, die machen super geile Spiele. Lauter absurden Wahnsinn. Ja. Okay. Ja, ich bin auf alle Fälle neugierig. Hey, uns hat da jetzt etwa einer geschrieben, cheap viewers on streamboo.com, remove the space. Sollen wir einkaufen, Jetzt oder wie? Hier im verstehe ich. Riverside-Chat, im Livestream-Chat hat uns etwa einer geschrieben. Wahrscheinlich kommt das dann von Twitch, ja genau. Also über Twitch hat einer geschrieben, dass man, so kann man cheap viewers jetzt kaufen. Was nicht, ist Ah, das, sau cool. Ist heben da wir ein uns auf Link für später, dabei? oder? Ja, machen wir einen Livestream, wo wir Zuschauer einkaufen und dann schauen wir, was wir sind. Schön. So machen wir das. Eieiei. Ja, da schauen wir, dass wir die nächste Woche vielleicht noch einen Stream mit reinhauen. Das war ganz witzig. Ja, das gehen wir Das probieren. möchte ich schon ausspielen. Da möchte ich sagen, wie es geht. Mhm. Damit alle Wir wieder jetzt ja sehen, was du. endlich erfahren, wie es funktioniert, wie es schön läuft. Ja, das mache ich hat mir dann richtig und gefallen. dann erfahren alle, was du für ein Bitch bist und dann ist mein Soll jetzt wieder mal erfüllt. Seppi Exposed. Wäre mal schöner Titel für ein YouTube. Das wäre gut. Ich habe noch Hogwarts Legacy angefangen. Wieso denn? Ja, weil ich doch schon auch der Harry Potter-Fan bin. Und Ja, haben wir gedacht, das ist gratis schon seit ewiger Zeit drin. Und haben wir gedacht, das schaust du jetzt einfach mal ein bisschen an. Und ja, ist nett bisher. Also Also es kommt, Kinderspiel, seien wir uns ehrlich. Das ist mal schön zum Durchlaufen, wenn man Harry Potter-Fan ist, aber das ja, wirklich fordern tut das nichts. bisher, na, gefordert hat es bisher gar nichts. Es ist aber echt, es ist schon von der Steuerung her und so, ist es echt schön umgesetzt. Das geht schön von der Hand, die Zauber zum Lernen und auch die Zauber zum Einsetzen. Die Figuren sind auch schön schrullig, so wie sie im Harry Potter-Universum sind. Und es ist damit cool, durch Hogwarts zum Laufen. Bisher, da habe ich jetzt auch erst so 2 Stunden vielleicht eingesteckt. Bisher ist eigentlich ein schönes, ich würde schon fast behaupten, ein Cozy Game. Ja. Mal schauen, ob es nur stark ändert. Wo es dann schon gleich merkst, ist glaube ich ist auch Ubisoft, oder? Na, Ist das nicht Ubisoft? Weil es schaut ziemlich nach Ubisoft das irgendwie ist aus. Warner. Ach stimmt, Harry Potter liegt bei Warner Brothers, gell? Ist das EA? Ja. Na, die Warner EA Game, die haben ja eigene Studios, glaube ich. Haben die eigentlich? Ich hab gedacht, dass der, EA ist ja jetzt ein Saudi, ne? Die haben Stimmt. jetzt aufgekauft worden. Ist das schon komplett fix Das- jetzt durch? Das ist schon durch, ja. Die werden jetzt von der Börse genommen und haben jetzt in privater Hand. Ja, das habe ich gelesen, dass das geplant ist, aber da waren noch irgendwie, haben nur die ganzen Chefs haben nur zustimmen müssen, meine ich, von EA selber. Das war noch nicht durch, als ich den Artikel Ja, gelesen die habe. waren Aber bestimmt schwarz am Überzeugen, die Chefs von EA. ich denke auch, ja.
Gibt es da mal einen Baby Ja, Steps Livestream? Also ja, das, was wir gerade geschmatzt haben, Philipp, ist definitiv die Idee, einen Livestream damit zu machen. Das vielleicht auch schon Kampfsystem einfach nächste ist Woche oder cool so. bei. Statt ein vorgezogene Talkthrough oder so, wenn wir es hinkriegen, war vielleicht ganz cool, so Mittwoch oder so. Da jetzt einmal vorschlagen, Ja, schauen wir, so schauen wir für ohne nächste Woche, dass jetzt wir da was irgendwie in hinkriegen. einen Terminkalender geschaut zu haben. Das Aber das passt. kann vielleicht hinhauen. Jetzt pass Und, auf, ich hab's da, das ist Entwickler ist Avalanche Software und Shiver Entertainment mhm. und das ist der Herausgeber ist Warner Brothers. Ja. Ah, okay, irgendwie, weil ich glaube, mich erinnert so an Ubisoft, weil das einfach so von der Gestaltung her schaut das stark nach Ubisoft-Formel aus. Und auch von der Technik her, so von die Gesichter, von die Figuren, egal wie pompös die Grafik beim Assassin's Creed oder so war, die Gesichter waren immer tot in meinen Augen. Die haben immer irgendwie schlecht Das ist ausgeschaut. Und wahr. das finde ich bei Harry Potter auch irgendwie. Du kannst da voll einstellen, gell? Hautfarbton, Augenfarbe und komplett individualisieren, aber am Ende schaust du trotzdem irgendwie tot aus, wenn du mit jemandem redest. Das ist schön. Aber ja, wie der Philipp da schreibt, Kampfsystem ist cool, das stimme ich komplett zu, das macht Spaß, das ist sehr durchdacht für das, wie man die Zauberei umsetzen kann und gute 30 Stunden für Story und ein bisschen Open World Bummelei. Ja, von mehr gehe ich jetzt auch nicht aus, dass ich da investiere, das wird kein 100% Spiel, sondern ja, wie gesagt, es fühlt sich nach einem Cozy Game an und da habe ich jetzt gerade irgendwie Lust drauf, immer wieder mal so ein, zwei Stunden wegen Leid zum Stecken in das Ding. Es ist auf alle Fälle irrsinnig populär. Also ich weiß das noch, wie das Mhm. rausgekommen ist. Da haben zwei Redakteure bei uns haben das Spiel bearbeitet. Ich bin da Gott sei Dank rausgekommen. Und das ist in den ersten Tagen ist das alles durch die Decke gegangen. Also das war brutal. Ja, Also die ersten, so viele gleichzeitige Spieler, irre, irre gestört. Und die Guides, die wir auf der Seite haben, die haben heute noch immer einen von den besten im Monat. Also 10.000 und mehr Klicks heute noch ohne pro Scheiß. Monat. Das ist brutal. Ja? Also das Spiel ist ja jetzt auch noch mal auf der Switch rausgekommen, glaube ich, vor kurzem. Oder auf der 2 dann Switch noch mal 2 eine hat es jetzt Edition nicht gegeben. gekriegt, ja. Und das ist wirklich, also kann man nicht unterschätzen, wie saumäßig viele Harry Potter-Fans es auf der Welt gibt. Ein riesen Also Franchise, ja. da kommt mit Sicherheit noch mehr. Ich glaube, ist nicht eh schon was angekündigt, ich weiß nicht. Aber Ich weiß auch das nicht, aber da ist bin ich auch ziemlich gigantisch. sicher, dass da eine Fortsetzung geben wird. Ja. Ich weiß Ja, jetzt auch nicht, wie die Geschichte ausgeht. Mal gucken, ob die Geschichte allein schon eine Fortsetzung hergibt. Ah ja, der ja Weinschlägel, irgendwie, da irgend, ist der Flow, der Ulm-Flow. ah ja, genau. Habe ich die. Schreibt er selber. Servus, er schreibt auch, könnte von Ubisoft sein. Ja, sag ich doch. Schmatz mir dir das nach. Und der Jojo ist auch wieder da. Zahl mal einen Einstand, Jojo, weil vorher hast du einen Ausstand zahlt, jetzt musst du einen Einstand zahlen. Ja, das muss man schon dranbleiben, ja. Auf alle Fälle. Eigentlich geht es nicht anders, ja. Eigentlich geht es nicht anders. Sollen wir schon mal dann auf, noch umswitchen auf die State of Play, die gewesen ist? Ja, können wir gerne ein bisschen was anreißen. Da Weil waren da ja waren ein ja paar schon ein Sachen paar dabei, tolle die Sachen jetzt dabei, gell? gar nicht so uninteressant waren. Ja. Das da ich auch Für uns, behaupten. für uns als alte Souls-like-Experten, wie wir Ja, ja. ja festgestellt haben, war wieder was von Neo 3 zum Singen. Mhm. Da waren Das wir muss ich brutal ganz ehrlich unterwegs mit sagen, Nio. ist mir völlig egal. Mir auch komplett. Wir haben, wir haben das da gespielt, es ist einfach nicht schön. Ich mag es nicht spielen. Mir hat's auch nicht gefallen. Äh, Auch. Was ich ich cool finde finde, den, ja, ja, du. ich finde die ganzen Kampfler, und der hat ja eine späteren Spiele, wo ich glaube, wir sind Team Ninja oder Ninja Ja, Theory, ich kann es aber nicht auseinanderhalten. ich glaube, Team Ich glaube, Ninja und Team Ninja Ninja. Theory sind die Senua-Typen, oder? Ja, genau, genau. Ja, Und da hat sich das ganze Kampfsystem und so weiter, das hat sich ja auch durch die späteren Teile alles ein bisschen gezogen. Es gibt ja nicht nur Neo, gibt ja auch, wie heißt es, Wu Chang, irgendwas, ich weiß den ja. Namen nicht mehr. Und dann uns noch das Samurai Open World Spiel hat es auch gegeben, das ist auch vorher nicht. Und die haben ja alle so einen ähnlichen Stil und mit dem will ich einfach nicht warm. Also das Das muss ist auch man nicht mengen. meins. Das muss man mengen. Wo es aber geil war, da müssen wir natürlich gleich am Anfang eingehen, der Wolverine-Trailer. Oh, wieder, ja. Boah, Hauen wir ab. leck mir ein Arschloch rein, haben wir mir gedacht, hey, das ist genau das, was ich sagen möchte von Wolverine. Es gab ja schon mal ein Spiel auf der PlayStation 3, ich glaube, man darf es nicht benennen, weil es immer nur indiziert ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was? Echt? Ich meine schon, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber gehen wir mal auf Nummer sicher. Okay. Aber wenn ich mir hier jetzt den Gewaltgrad aus dem Trailer anschaue, dann steht der neue Wolverine dem alten in nix nach. Holla Mhm. die Waldfee geht ja ab. Aber Es spielt tut ja mir leid, mal. aber mit dem habe ich vorher nicht gerechnet, dass das so krass Ja ist. nicht. Mizi, Also das ist wirklich übel. Und Katze knutschen. mit welcher Egalheit, dass das einfach so sagen, gell? Ja, ja, voll. Also da wird er wirklich zerhackstückelt vom Feinsten.
Ja, Das ist der total. Hackfleisch, hast du jetzt ein Hacker vom SpongeBob. Aber ja, der Schauspieler, der passt voll gut rein, die Stimmen finde ich geil. Er spielt, müsste doch eigentlich auch im Universum vom Spider-Man spielen, oder? Weil es ist ja auch Insomniac und ich glaube, die zicken da mal ein wenig was auf. Das darf sich auf alle Fälle anbieten, ja. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass die das völlig losgelöst von einer vorherigen Spiele machen. Also irgendwo muss da bestimmt eine Schnittmenge geben. Ja, aber ich bin, also so angefixt war ich schon lange nicht mehr auf ein Spiel nach dem Trailer wie bei dem, weil, ja, wie gesagt, das sind genau richtig bei mir, wenn sie einen Wolverine machen, der ordentlich zerhackstückelt. Es gibt aber noch keinen Termin, glaube ich, dafür, gell? Also Ich glaube, nächstes Jahr nächstes Jahr, wahrscheinlich irgendwann. oder? Ist pauschal anvisiert, Ja. 2026, aber keinen wirklich festen Release-Termin haben sie nicht dazu gesagt. Ne. Ich glaube, da Sa kann man ruhigen Gewissens sich drauf freuen, weil wenn man die Insomniac-Spiele anschaut, die haben eigentlich mhm, alle durch die Bank gut gewesen. Also da gibt es fast nichts zum Bemängeln. dann ja so, ja. Und wenn es einigermaßen in der Formel bleiben, angepasst an Wolverine, und das scheint sehr so zu sein, wenn sie das so Mhm. anschaut, glaube ich, kommt da was Cooles auf alle Comic-Fans zu. Ja, Mystique hat man ja auch schon gesehen, dass die auf alle Fälle dabei ist. Und noch irgend aus einem anderen Mutanten, aber da muss ich sagen, den habe ich nicht kennt und da weiß ich jetzt auch leider den Namen nicht mehr. Also schaut selber nach, interessiert mich nämlich nicht. Battlefield 6 war ja auch einen fetten Kampagnentrailer rausgehauen, Ja, aber kann's machen. Kann's ja nur 20 Mal machen, interessiert mich deswegen auch nicht. ja, genau. Das Einzige, was ich gelesen habe, dass anscheinend wieder ein bisschen Back to the Roots und sie an Battlefield 3 oder so orientieren, weil die Keine letzten Ahnung, sagt man nichts. Nie Battlefield-Teile. uns gespielt. Ja, ja, ich glaube, es drei haben die, da habe ich, glaub ich, sogar mal ein bisschen bei jemandem mitgezockt gehabt. Aber ja, ich bin ja nicht so der Kriegs-Shooter-Fan, aber zumindest für die Leute, die Ja. es interessiert, es soll sich wieder ein bisschen mehr auf die guten alten Tage konzentriert werden, weil die letzten zwei Teile, meine ich, auch ziemlich zerrissen worden sind. Nicht gerade von Kritikern, sondern auch von Fans. Also, sie wollen da wieder die Wogen glätten. Ja, Mal gucken. wie jetzt ja Ja, jeder ja. Shooter das möchte. Ja, genau. Jeder Shooter, der was Neues ausprobiert. Was sagst du dem Chrono-Script? Das finde ich hat voll geil ausgeschaut. Was war das nochmal? Das war. Das 2D-Adventure, das so ausschaut, als dass man auf einem Blatt Papier spielen und es sieht dann Das immer schaut super weiter. aus. Also das ist schon wieder, da haben sie mich direkt an die Eier mit so einem Stil. Ja, das sind die kleinen Kleinigkeiten, die in die States of Play rauskommen. Ja, Das mag ich aber sehr gern. Das ist auf alle Fälle was man sich merken soll, glaube ich. was war denn dein Highlight? Sicher der neue God of War 20th Anniversary Edition Controller, oder? Ja, ist komisch, dass wir den am Anfang nicht eingebracht haben, gell? Der hätte sich angeboten. Ja, aber ja, Der das ist ja dann den schon der finde ich zweite God of tatsächlich War ehrlich, Trailer. ja, den finde ich fast ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Habe ich mir Also auch gedacht, ja, da ist jetzt nicht so der viel ist jetzt dabei. nichts Besonderes. Ja, da roter Einfach, Farbbatzen drauf. ja, wow, habe ich einen Kratos seinen roten Strich auf meinem Controller. Mhm. Da war der ursprüngliche meine schöner, Ja, habe den ich auch es eine gegeben schöne in hat. Erinnerung. Aber gut, who am I to judge? Ja. Sie haben ja auch noch irgendwie so Lautsprecher gezeigt. Auf die bin ich auch gespannt, ja. Die sind aber irgendwie, die haben es in dem Ankündigungsvideo haben es die am Rechner angeschlossen gehabt. Die sind Ja, scheinbar das für Rechner. Ich fand hoffe, ich dass die total aber. geil, weil ich suche welche momentan. Und Ja, ich möchte aber wenn die welche für überall meine funktionieren, Playstation. Verpiss die. ja, wenn die haben kabellos und können mit alles angeschlossen Mhm. werden, schon interessant. Und Sony macht eigentlich gute Soundsachen. Ja, die werden sie da, also da bin ich auch dabei. Ich hoffe, die halten länger her als die Kopfhörer, weil ich, wie gesagt, ich glaube nämlich, dass meine Kopfhörer einen Geist aufgeben, weil die mittlerweile ständig irgendwelche Verbindungsaussetzer haben. Und Ah, das ist ärgerlich. die Kopfhörer sind vielleicht 2 Jahre alt. Ich müsste Also eben schauen, ich hab bei ob die da noch Garantie habe. Ich flippe komplett aus. ich hab da bei der Vierer habe ich auch das Headset gehabt, das war auch ziemlich klump. Bei der Fünfer, das finde ich saugeil, aber was bei mir Mhm. passiert ist, also das funktioniert nach wie vor, aber bei mir haben sie die Ohrmuscheldinger zersetzt. Ach, weil du Also so das hat schwitzt, gar nicht gell? lang gedauert. Ja, ja, weil ich so ekelhaft bin. Ja, ja, Und die dann Schuppen, die ist das drauf liegen, quasi gell? alles runtergeschmolzen und jetzt habt ihr mittlerweile ersetzen müssen mit irgendeinem Drittherstellerzeug. Das ist nicht so ganz optimal, aber es haut nur einigermaßen hin. Solange Das du nicht finde wieder ich ein ins bisschen schade. Oberschleich schmelzen die Dinger, oder? Unglaublich. Ah, sieh, Aber was ja, war dein Highlight? Ich hab dich unterbrochen, I'm so sorry. Saros schaut halt mega geil aus. Ich hätte Das jetzt neue gemeint, der Spiel Flight von, Simulator, aber gut. ja, hau ab. Das ist das neue Spiel von Hausmarke. Mhm. Und die haben Returnal gemacht. Und Returnal ist auch eines von den allergeilsten Spiele, die es jemals gegeben hat. Also das finde ich wahnsinnig Ist, gut. ist das nur für die Macher oder spielt das im gleichen Universum wie Returnal? Was war das? Weißt du das? Das
glaube ich, spielt nicht im gleichen Universum. Vielleicht gibt es irgendeine so eine Verbindung, weil die Spiele, von denen, also seit Returnal zumindest, haben die ja so ein bisschen kryptisch und das ist Mhm. nicht alles so. Vielleicht gibt es da irgendwo Verknüpfung, weil man erkennt da schon ein bisschen so Ähnlichkeiten. Auch von dem Boss, der da auf dem Cover drauf ist, den man im Hintergrund sieht, der wirkt schon Mhm. also ein bisschen ähnlich wie einer von Returnal. Vielleicht gibt es da irgendwie so Fäden, weil kann schon geil sein. Weil ist ja auch irgendwie irgendwo im Superuniversum, keine Ahnung wo. Aber leck mich am Arsch, das wird wieder so sauschwer. Das Das schaut schon unvorstellbar. brutal aus, ja. Ja, aber das Da war war ja doch, bei Returnal. Hast du Returnal mal gespielt? na, leider nicht. Das hat ja einen unfassbar geilen Aufbau. Du hast ja quasi da, du bist ja da immer in so, du gehst ja oder mehr oder weniger von Arena zu Arena und diese Level, diese geschlossenen Level quasi, die haben aneinandergereiht und mit jedem Durchgang ändert sich quasi der Ablauf. Ah ja, Das heißt, ja. wenn du da 25, 30 Mal durchmarschiert bist und das wirst schnell, haben die Zahl, weil du oft sterben wirst, lernst du langsam quasi die Architektur von den Level kennen und die Gegner und wie sie die verhalten. Und weil die haben ja alle unterschiedlich, haben die Mhm. schießen die anders und was weiß ich was. Und das musst du quasi in deinem Kopf irgendwie zusammensetzen. Plus verschiedene, es gibt immer so Stationen, wo du dann bestimmte Waffen durchs Zufallsprinzip kriegst und ein bisschen einen Einfluss hast du aber auch drauf und das musst du dann irgendwie für dich strategisch so zusammensetzen, wie du da durchkommst. Und das ist unglaublich geil, weil das hat so einen geilen Lerneffekt und wo du am Anfang denkst, das werde ich mein ganzes Leben lang nie schaffen, ich werde einfach nie wieder was anderes tun, das kriegst du trotzdem irgendwann hin, weil das ist einfach nie unfair, es ist nur einfach, es fordert dich einfach nur brutal. Und so, Mhm. glaube ich, wird das auch wieder und das ist wirklich, freue mich schon tot drauf. Ja, schaut auch geil aus. Und der Hauptdarsteller ist, ich glaube, der Rahul Cooley oder so heißt der. Ich weiß seinen Namen nicht genau. Kenn den von, du hast die, von Netflix, von der Serie, von der Ja, Gruselserie von die Mike Mike Flanagan-Serien. Flanagan, genau. Ähm, Nicht Black Mass, oder? Nein, Dark irgendwas, irgendwas mit Spuk in Messe. Bly Manor und Ja. dann noch dieses andere Haus und dann haben wir Midnight Mass gehabt. Midnight Mass, genau, da war er der Genau, und der Sheriff. Midnight Club, glaube ich, war da auch noch dabei. Ich glaube, dass der in jeder Staffel mitgespielt hat. In dem letzten auch, wir haben die letzte Serie gekostet. Ich Äh, weiß aber, cooler Typ auf Escher, alle Haus Fälle. Escher. Ah, genau, Fall of the House of Asher. Ja. Oh, die ist ja Oder so Asher. gut. Oh, die ist so Brutal, die gut. ganzen Flanagan-Serien, Wahnsinn. Ja, Die waren brutal. echt fett alle. Das Ding, was ich so geil finde, also Crimson Desert, das interessiert mich zwar jetzt nicht so als Spiel, aber da habe ich heute einen kleinen Bericht gelesen von der Play 5, die sie in der Gamescom auch gespielt haben. Und das muss ja anscheinend die komplizierteste Steuerung auf der ganzen Welt sein, weil Ich hab's da ja auch gespielt. also hast du das auch gespielt? Hast du Ich dann, hab's da auch gespielt, ja. was haben sie gesagt, dass ungefähr 8 Knöpfe oder 8 Mal Knöpfe drücken für Apps aufheben musst? Also das ist, muss völlig Das war Banane so sein. geil. Wir haben ja da zu zweit drinnen gewesen, haben wir den Anspieltermin. Die haben da richtig aufgezogen. Es war ein Ja. riesen Komplex fast schon. Du bist dann da abgeholt worden, eingeführt worden, dann hat es eine fette Bar gegeben, was du zum Trinken gekriegt und dann waren da irgendwie 20 so Rechner aufgestellt. Mhm. Und dann bist du zu deinem Platz geführt worden und dann sitzen wir so da und schauen wir so, kriegen wir den Controller in der Hand und dann steht an jedem so eine Tafel hier, so eine große, wo die Steuerung erklärt ist. Wo quasi bildlich dargestellt ist, was er macht und welche Tasten das du drücken musst. Und ich habe mir gedacht, leck mich am Arsch, da brauche ich ja schon wohl eine halbe Stunde, bis ich mir das überhaupt ansatzweise merken kann. Und das Schlimme ist, die scheißen wirklich auf jegliche Best Practice im Game Design, was die Steuerung angeht. Also alles, wenn du jetzt zum Beispiel dein ganzes Leben lang musst du damit aufwachsen, dass du auf X oder auf A springst. Da musst du irgendwie eine Tastenkombination von 3 mal links, einmal um und 14 mal R2 drucken, dass du springst. Geil. So kompliziert ist es. Also es ist total die verkopfte Steuerung. Und da gibt es in dem Abschnitt, den wir da anspielen dürfen, musst du einmal einen Banner aufheben Mhm. und ein paar Meter weiter in einen Sockel einstecken. Da darfst du jetzt meinen, du gehst zu dem Banner, drückst X, dann halt du den, gehst zu dem Sockel, drückst X und steckst ihn da rein. Aber nein. Aber nein, du musst das mit deiner mentalen Kraft machen. Du musst das erst einmal auslösen musst durch 3 Knöpfe. Dann musst du, dann wird der irgendwie erst einmal leichter, erst einmal grün. Dann musst du ihn in die Luft heben und dann musst du ihn durch die Luft bewegen. Und wenn du ihn dann dort hast, musst du wieder was anderes drücken, dass du ihn so hinkriegst, dass er über dem Sockel ist. Und dann musst du nochmal was anderes drücken, dass er reinkommt. Und das sind immer Kombinationen von Tasten. Das ist nie nur eine. Weil leck, Das was ist ist so los dumm. mit den, was ist Das los mit ist denen? so bescheuert und vor allem ist das überhaupt nicht wichtig.
Das ist sau unwichtig, dass der Banner da drin ist. Ja, Das ist nicht irgendwie so ein Hardcore-Spielelement, das ist einfach nur nervig. Und so kannst du die Kämpfe ja vorstellen. Also es ist total überlohnt, also irrsinnig überlohnt mit Tastenkombinationen und mit Effekten. Also ich habe richtig Angst vor dem Spiel. Also ich hätte da keinen Bock drauf. Das hoffentlich schaut muss zwar es, teilweise, hoffentlich muss es testen und 8000 Tests schreiben und Walkthrough und ein 100% Guide und was weiß ich alles. ich kann mir Ich das Gott wünsche sei es Dank dir. einigermaßen aussuchen mittlerweile und da werde ich mich ganz weit wegducken. Passt mir nicht. Äh, Das passt mir nicht. Das ist ja wirklich ein ganz ein komisches Spiel. Also ich war da sehr vorsichtig, auch wenn das natürlich in die Trailer und so weiter ausschaut wie Wahnsinn. Es ist tatsächlich nicht so schön, wie man meint. Es schaut auch auf dem frisierten Rechner auf der Gamescom-Demo, sieht man schon, dass das grafisch noch einige Probleme hat. Hm. Also ich war vorsichtig, da das sehr mit Vorsicht genießen, das Ist aber jetzt Spiel, meine da eh ja schon mal für auf nächstes Jahr verschoben worden. Das war ja eigentlich für dieses Jahr angekündigt worden, das haben sie jetzt auf ist, ja nächstes Jahr schon, geschoben. ist schon 100 Mal verschoben worden, glaube ich. Das ist ja jetzt auch Ja, schon zum dritten Mal auf der Gamescom gewesen, glaube ich. geil. Also Vorsicht walten lassen. Ja, mal Erst die gucken. Tests abwarten und dann kaufen. Ein Seppi seine Tests, die er hoffentlich schreiben muss. Niemals werde ich das tun. Weiß man nicht. Hast Nie. du Deus Ex jemals gespielt? Ja, Das hat mich auch aber interessiert, weil da muss ich mir aber erstmal einlesen, ob die wieder die Spiele zusammenhängen und so, aber das, wenn irgendwie dann passt, dass man sagt, okay, das ist jetzt Teil 1, wenn du mit dem anfängst, bist du gut aufgestellt von der Geschichte her, dann werde ich mir diese Remaster-Ding wahrscheinlich wenn ich mich einhauen. ehrlicherweise glaube ich, hängen die nicht zusammen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, du kannst da anfangen, was du magst. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Da Aber bin das ich ist auf überhaupt alle nicht mehr im Fälle Thema. eine geile Sache, weil Deus Ex hat damals ja quasi die Standards gesetzt für Game Design, wenn man es mir zu kennen, mit so Hm? verschiedene Lösungswege und so krasse Geschichten in sehr eine, ja, in Anführungszeichen Ego-Shooter und Stealth ist ja da auch ganz viel drin. Mhm. Also das ist wirklich ein ganz so wichtiges Spiel. Und umso besser, dass man das jetzt in seiner Originalfassung nur ein bisschen ansehnlicher jetzt wieder spielen kann. Und optional kannst du ja quasi auch Steuerungserleichterungen Okay. aktivieren, quasi, die so ein bisschen anpasst ist ans jetzige. Weil damals war das, glaube ich, ein Maus- und Tastaturspiel und jetzt haben sie das auf Gamepads angepasst irgendwie. Aber das ist auf alle Fälle noch so soll in seiner Urform noch sein. Also kann man das quasi erleben mit den Spielgewohnheiten von jetzt. Ja, bin ich gespannt. Da habe ich Werde Böcke ich auf alle drauf. Fälle anschauen. Ich habe von denen, nein, hab ich nicht. Nein, das war ein paar andere. Ich habe das System Shock Remastered habe ich gespielt gehabt vor kurzem. Mhm. Das war eigentlich auch ganz gut gemacht. Also die, diese Remaster, die von den alten Spielen aktuell immer wieder mal kommen, die quasi nur das alte Spiel beibehalten möchten, sondern das nur ein bisschen anpassen, Mhm. die werden teilweise echt gut gemacht. Also da kann man sich nochmal gute Eindrücke holen von guten Spielen von vor 30 Jahren. Da bin ich auf alle Fälle gespannt. Ja. Ja, genau. Wayne Schläger schreibt eh gerade, dass man Deus Ex durchspielen kann, ohne dass man einen einzigen Gegner tötet. Genau, du hast da irrsinnig viel Optionen und kannst da ganz viele verschiedene Sachen machen und das war damals halt einfach bahnbrechend. Also Das ist richtig, beim richtig coole Sache. Metal Gear Solid 3 übrigens auch möglich, weil es ist eine Trophäe, dass man das durchspielt, ohne einen Gegner zu töten. Und ich glaube, du kannst sogar, also du musst nicht einmal die Bosse dann töten. Ja, Ich krass. glaube, weil die haben meine auch drunter diese Ausdaueranzeige oder die du auch hast mit dem Hunger und die haben die glaube ich auch, das ist halt dann, das dauert halt dann wahrscheinlich ewig, aber du kannst die halt praktisch so lange auf Trab halten, bis denen eine Ausdauer ausgeht und dann meine, haben sie auch verloren und sterben dann, oder ob, weiß nicht, ob sie sich dann Ah, selber cool. umbringen, keine Ahnung, aber das ist theoretisch auch möglich. Ja, sehr cool. Ja, und da gibt es Naja, ja noch, hat ja noch ein paar spätere Teile auch gegeben und die 6 ist halt einfach, das ist halt ein ziemlich deepes Rollenspiel. Also mhm. das ist halt wirklich tiefgreifende Mechaniken drin gehabt, was in den letzten Jahren immer mal wieder ein bisschen so verloren gegangen ist, weil viel immer mehr aufgeweicht wird und das war halt schon ziemlich intensiv. Also da glaube ich, kann man wieder Spaß damit haben. Das ist auf alle Fälle mal wert, dass man zumindest einmal einspielt. Der mal, der mal, hast du Nintendo Direct durchgeschaut? Äh, ja, aber da habe ich jetzt nicht mehr so viel parat, weil das schon so lange her ist und ich so alt bin, aber hau mir mal Ja, was raus. grausam, grausam. Ja, große Ding natürlich, die Ankündigung vom Filmtitel von Mario, also der Super Mario Galaxy Film, aber den haben wir im Kassettenschmerz schon gehabt.
Für Mehrspielerfans, die diese Mario-Sportspiele gerne haben, haben wir jetzt Mario Tennis Fever. Ich muss sagen, ich habe noch nie ein einziges Mario Tennis gespielt. Warum auch immer. Es darf mir wahrscheinlich Spaß machen, weil diese Spiele alle irgendwie Spaß machen, aber Ich Tennis, glaube, am Gameboy habe ich Tennis, das gehabt, kann das sein? ja, es kann sein, ich glaube, Das, da hat es auch mal uns gegeben. ja, Da glaube ich, hat es auch mal uns gegeben. Aber wie gesagt, Tennis, komm hier auf jetzt. Was ziemlich cool ist, was mir sehr gut gefallen hat, ist das neue Yoshi-Spiel und The Mysterious Book. Da waren nämlich auch die letzten Teile, wie Woolly World, glaube ich, hat es geheißen, die waren ultra kreativ einfach und richtig schön liebevoll gemacht. Das sind auch richtig schöne Cozy Games. Super Mario Galaxy und Galaxy 2 kämen auf Switch 2 und sind, glaube ich, auch ab morgen schon erhältlich. Und es ist wieder mal so, dass man denkt, ja, warum kein richtiges Remake ist aussteigen? es sind ja reine Ports, oder? Ja, das müsste ein absolut reine Port sein. Wahrscheinlich Und da, hast bei Mario Galaxy den Port von 3D All-Stars damals, das eine HD-Fassung von der Wii-Fassung war. Also das ist halt wieder so ein richtiger Cash-Grab in meinen Augen. ja, da verlangen sie auch gut Geld dafür, oder? Für die Für Dinger. beide Das Spiele muss man 70 nicht. Euro, ja. Ja, wieder. Für beide Spiele 70 Euro, ja. Und dann, glaube ich, gibt es ja noch ein paar Amiibos dazu, wenn ich das richtig im Kopf habe. Natürlich. Das weiß ich jetzt nicht sicher, ja. Ich werde wahrscheinlich statt die Spiele mir nur die Amiibos holen. Die schauen zumindest gut aus. Was mir gefallen hat, ist die Zusatzversion, der Zusatzinhalt, der für Mario Brothers Wonder kommt. Die gemeinsam mit dem Bellabell Park. Das sind ganz viele Multiplayer-Minispiele, die dann kommen und die haben echt mega spaßig ausgeschaut. Da hätte ich schon richtig Bock drauf, dass man die spielt. Und da ist es halt auch gut, wenn du das Spiel schon hast, wie wir haben es ja schon, wir sind ja brutale, dann zahlst du halt nicht so viel für diesen, weißt schon, Also, Zusatzinhalt. das sind kostenpflichtige Zusatzinhalte. Natürlich. Ja, ich Natürlich. glaube schon, dass es bei denen immer, bei denen Spiele, die jetzt halt vor der Switch nochmal auf Switch 2 kommen, die einen Zusatzinhalt haben, wenn du den Titel, glaube ich, auf der 1 hast, dann zahlst du gerade nochmal einen kleinen Aufpreis von 10 bis 20 Euro, je nach Inhaltsgröße, für diesen neuen Inhalt. Also, als das Mhm. den DLC kaufen. Ah, okay. Dann Metroid Prime 4 Beyond, mein persönliches Riesen-Highlight aus dieser Nintendo Direct. Man wollte ja schon ewig auf das Spiel als Metroid Prime-Fan und ich hab die ersten drei Teile alle gespielt. Auf dem GameCube ist losgegangen und die waren wirklich überragend gut damals. Die haben mich gefesselt ohne Ende. Und dann kriegst du irgendwann die Hiobsbotschaft, dass das Spiel jetzt nochmal von vorn in die Entwicklung geht, weil sie nicht zufrieden waren damit. Das war also ein ganz, ganz trauriger Moment in meinem Leben. Aber mittlerweile endlich Spielszenen gesehen. Man kann geil Moped fahren, mit dem Moped umeinander horzen und als Kugel und alles. Also ich bin gespannt, was sie machen. Da freue ich mich schon ziemlich drauf, weil die ersten drei, wie gesagt, die haben mir sehr gut gefallen. Das war von der Steuerung geil. Mit der Bewegungssteuerung damals hat das super funktioniert mit dem Blasterarm, den man da hat. Bin ich gespannt. Ja, da bin ich Wird, vor allem auch gespannt, was du da dazu sagst, weil ich habe da mit die 3D-Metroids habe ich überhaupt keine Berührungspunkte und mhm. wie die erste Vorstellung war ich echt ein bisschen unterwältigt, weil das alles so noch nichts ausgeschaut hat. Ich habe jetzt die letzte nicht gesehen, muss ich sagen, oder beziehungsweise ich habe es nicht mehr in Erinnerung, aber Ja, technisch schaut es die jetzt auch nicht so erste toll aus. Aber hat gut, mich es jetzt nicht auf den ist Hocker gehauen. Switch 2, was ist da technisch schon wirklich schön. Außer der Virtual Boy, den wir uns kaufen müssen. Nintendo bringt seinen Habe ich größten schon, Flop nochmal zurück zum Kaufen. habe ich natürlich schon bestellt. Sehr Wusst? schön, der gehört her, den brauchen wir. Ich werde mir auch noch bestellen. Was haben wir noch gehabt? Pokémon Pokopia. Verrücktes Spiel. Du bist ein Ditto. Wer Ditto nicht kennt, wie der Seppi wahrscheinlich, weil er ein Idiot ist, der eine Pokémon spielt. Ditto kann sich in Korrekt. alle Pokémons verwandeln, in alle Poklamons, muss er richtig sagen. Und in wie habe ich gesagt? Pokopia bist du ein Ditto, das sich in einen Menschen verwandelt und dann immer andere Poklamons findet und von jedem Poklamon dann eine Attacke lernt und dann kannst du diese Welt, in der du da bist, gestalten mit den Attacken, die du da lernst, indem du dann die Umwelt umgestaltest und dann irgendwo ein Haus bauen kannst oder eine Höhle graben oder da was pflanzen und da was ernten und was weiß ich. Es hat irgendwie wie so eine Mischung aus Animal Crossing und Stardew Valley oder so hab's ja ausgeschaut. Ich kann es ja nicht genau beurteilen. Es schaut aber irgendwie interessant, aber es auch wieder saugemütlich aus. Also das glaube ich ist wieder so ein absolutes Cozy Game für stressfreies Gaming, da jetzt mal sagen. Was haben wir noch gehabt? Was war noch interessant? Ja, natürlich die Pokémon-Legenden, das neue Mega-Dimensionen. Also mich hat es jetzt nicht so, aber ist auch gleich der erste Bezahl-DLC dazu angekündigt worden für später.
Natürlich. Ganz wichtig, ganz wichtig. Dragon Quest 7 kriegt auch eine neue Version, eine Reimagined-Fassung. Final Fantasy 7 kriegt jetzt auch das Remake, die Integrate-Fassung, kommt da jetzt dann auch für die Switch 2. Ansonsten war es eigentlich über genau der Ding. Donkey Kong Bonanza kriegt seinen ersten DLC, aber da habe ich schon gehört, dass es eine Frechheit sein soll, 20 Euro für diesen mauen Inhalt zu verlangen. Also Mhm. vielleicht sollte man sich vorher bei dem DLC vorher schlau machen, ob das wirklich Sinn macht, sich den zu kaufen, weil das anscheinend wirklich nicht viel Inhalt bietet. Dann neue Amiibos, habe ich vorher schon gesagt. Für Mario Galaxy gibt es einen Mario und einen Rosalina Amiibo und für Metroid, meine ich, sind auch gleich drei Amiibos angekündigt worden. Genau. Einmal einen Sylox, weiß nicht, ob das der Gegenspieler wird oder der Bese oder irgendein Gegner noch ist. Dann haben wir noch der Samus auf irgendeinem Bike und einmal eine Samus Aran-Figur selber. Und ein Metroid Prime 4 Beyond Nintendo Switch 2 Edition Power Set mit, was ist da dabei? Wieder. Ja, ja, da geht es jetzt richtig ab hier. Hau ab, weil ich es nicht lesen kann. Was steht da dabei? Dieses Set enthält das Spiel. Jetzt habe ich mal einen Schreibtisch ohne einen Schreibtisch am Bildschirm. Eine Schreibtischunterlage und ein holographisches Sticker-Set. Aha. Ui. Schreibtischunterlage war schon cool. Und dann haben wir noch, ich glaube, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es da schon eigene Nintendo Direct gab, aber für Kirby Air Riders kommen auch zwei Amiibos. Und da habe ich vor Zeit einen Bericht gelesen von einem, weil das ist ja eine Fortsetzung oder Teil 2. Das gab es schon mal auf dem GameCube und von dem Typen, der den Bericht da geschrieben hat, der hat gesagt, das war ein mega geiles Rennspiel, das sau viel Spaß gemacht hat und schön zackig und schnell war. Und die Amiibos sind jetzt das erste Mal so, wie in dem Spiel kannst du die Figuren in die anderen, weil das ist halt auch praktisch Figuren mit einem Bike. Und das ohne, dass wir Geld gekriegt haben. Ich verstehe nicht. Hast du die Figuren auf dem Bike und das hast du beim Amiibo auch und du kannst die Figuren und die Bikes auseinanderbauen und umtauschen und dann hast du, wenn du dir so neu einsetzt, wieder verschiedene neue Gimmicks, die du im Spiel freischalten tust. Und Hyrule Warriors haben wir noch gehabt. Da Ja. diese Chronik der Versiegelung. Ärgert mich immer nur, dass man Vorgeschichten oder Zusatzgeschichten zu diesen Spielen in diesem Warriors-Universum erzählt kriegt. Aber gut, wenn's meinst, Nintendo, wenn's meinst. Blissau. Klang ich eh schon wieder. Das war's eigentlich mit der Nintendo Direct. Wichtigste Ding für mich. Super Mario Galaxy Film. Hat einen schönen kleinen Teaser, schaut's nicht an. Und Metroid Prime 4. Was jetzt noch ganz frisch reingekommen ist, also kurz bevor wir angefangen haben, also die Pressemitteilung reingekommen, äh, der Xbox Game Pass hat eine neue Struktur. Mhm. Und zwar ist der jetzt aufteilt in drei Stufen. Das ist Essential, Premium und Ultimate. Also praktisch so wie Hat das PlayStation Plus. so ähnlich. Rate Mhm. mal die Preise. Oh Gott, da habe ich überhaupt kein Gefühl, was Also der ich gebe Pass da, ich geb kostet. da so ein paar, ich geb da so Anhaltspunkte. Okay. Essential hat über 50 Spiele, Premium hat über 200 Spiele und Ultimate über 400 Spiele. Mhm. Bei Essential Ich ist sag, unbegrenztes Cloud Gaming dabei. Der andere okay, Scheiß ist alles unnütz. Ähm, okay. das Dann sage andere ich hat, Jahresbeitrag beim geringsten Paket von 120 Euro. ja, die machen wir im Monat. Okay, dann sage ich monatlich 13 Euro. Das kleinste, Ja. 8,99. Mhm. Dann kostet das zweite 13. Das zweite kostet tatsächlich 12,99. Das ist sehr gut geworden. Und dann kostet das größte kostet dann 17,99. 26,99. Ja, fickt euch halt dann. Leck mich am 26,99. Arsch. Uiuiui. Und das heißt, wenn ich das jetzt richtig sehe, heißt das quasi, dass die neuen Spiele alle nur in dem Ultimate Bundle drin haben. Beim zweiten hast du Xbox Neuerscheinungen innerhalb eines Jahres nach dem Release. Und Mhm. beim Dying kostet quasi über 75 Spiele direkt ab Release pro Jahr. Hm. Game Unfassbar Pass viel is Geld. killing himself. Ja, also das ist echt 27 Euro. Okay, man muss, wenn man das so sagt, du hast natürlich einen haufenweise Spiele, Ja. äh, dir gehört halt nur nichts
und die haben ja nicht ewig drin. So, Mhm. also die rotieren ja auch. Ich find das ganze Abo-Gedöns langsam echt schwierig. Ich weiß es auch nicht. Nervt voll. Diese ganze Ja, as-a-Service-Scheiße geht mal alles so auf den Sack gekauft. Deswegen immer alles so mit Laufwerk kaufen und schön ins Regal stellen, dann hast du es für immer und kannst dir am Arsch lecken lassen. ja, es ist echt, also bei Spielen vor allem, wo ja immer mehr einfach verschwinden und so, ist schon tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn man sich ein paar so kleine Klassiker einfach mal besorgt und die man einfach pult, weil das ist, ja, ist ein bisschen vergänglich. Aber naja, Naja, gehen wir mal nur kurz auf unsere Spiele-Releases, weil ich in 10 Minuten schon unseren Kassettenschmerz starten muss. purer Stress Ähm, da. purer Stress hier wird geackert, so kennst du es normal nur in Fabriken von Nike von kleinen Kindern. Habe Mhm. ich gehört, weiß nicht, ob das stimmt, ich möchte es jetzt nicht behaupten, ich habe es nur gehört. Ghost of Yotai morgen natürlich, der größte Release im Oktober in meine Augen, weil da können dann andere Sachen wie Battlefield 6 einpacken. Battlefield 6 übrigens am 10.10. Was haben wir noch? Borderlands 4 ist aber da, ja, ist schon heraus, Das das ist kommt schon dann raus. für, ja, das ist für irgendwas anderes, wird jetzt nur portiert, das steht jetzt aber da nicht dabei, auf welcher Konsole das jetzt nur rauskommt. Für den Corby war natürlich wichtig, Digimon Story Time Stranger, auch am Oh 3.10. ja. Mhm. Little Nightmares kommt jetzt eigentlich aus im Oktober, am 10.10., der dritte Teil. Da Ja. bin ich schon sehr gespannt drauf, Der hat genauso jetzt auch wie, echt endlich einmal Koop drin, glaube ich, gell? ja genau, da bin ich schon sehr gespannt auf das Ding, weil hab vor nicht allzu langer Zeit den zweiten Teil gespielt, ich war wieder angefixt. Ninja Gaiden 4 kommt anscheinend jetzt auch im Oktober. Jurassic World Ja. Evolution 3, ich hab gar nicht mitgekriegt, dass die Simulation einen dritten Teil kriegt. Soll aber wirklich eine spaßige Simulation sein. Jemand, der es gespielt hat, hat gesagt, das ist sehr gemütlich für zwischendrin und vor allem, wenn man auf Dinos steht. Und Dinos sind in der Regel Ja, cool. so aufbaumäßig, oder? So Ja, genau, baust du irgendwie deinen eigenen Ding auf, oder? genau deinen eigenen Park baust da. Und dann glaube ich, sind nicht einmal irgendwelche Events, dass dann, was weiß ich, Naturkatastrophen, die dann irgendwelche Dinos ausbrechen lassen und so weiter und so fort. Also, es hört sich ganz cool an, aber ich bin nicht so der Simulationsbau-Fan. Ja, ja nicht. Deswegen spiele ich das jetzt. Aber sonst noch Yoka Replay, keine Ahnung, wie man es ausspricht, dieses Was? Wortspiel. Yoka und Laili, weißt du, dass ich schon gesagt habe, dass ich angefangen habe zum Spielen. Das kriegt jetzt auch nochmal so eine Redefined Edition, glaube ich, hat es geheißen. Kann es sein, Redefined oder wie haben es geschrieben? Definitiv Defined, sowieso Edition Remastered und Enhanced. Da ist die Definitive, die Remastered Oh, und die Enhanced Version drinnen. leck, Ja, leck. wenn man so nicht gespielt hat, wahrscheinlich die beste Version, um dieses Spiel zu holen, für Fans von Sachen wie Banjo, Kazooie und Donkey Kong Country damals. Kann ich nur empfehlen, sehr schön für zwischendrin. So, das war's. Jetzt Warte hoffe ich, mal, da haben ja dass. noch so viele Spiele. Na, bei mir Du nicht. Ich Hitzer. habe alle wichtigen gesagt. Jetzt pass auf. Es kommt Schneller! am 10.10. kommt noch Dreams of Another. Das ist ein Indie-Spiel. Das habe ich schon ein wenig gespielt. Es Das ist habe ich mit Absicht nicht gesagt. sau strange. Du bist quasi, laufst in einem Schlafanzug umeinander, hast ein Maschinengewehr und schießt irgendwelche Pixelwolken weg und legst somit deine Welt frei. Und ich habe in den, weiß nicht, in der halben Stunde, in die ich angespielt habe, bin ich am Kanaldeckel nachgelaufen, habe mit einem Soldaten geschmatzt, der irgendwie der ein Buch falsch rum liest, weil er irgendwie gescheit sein möchte und liest eigentlich gar nicht und sitzt nur rum. Und bin unterm Kanal auf eine Maulwurfgruppe gestoßen, die über eine Kletterwand einen nach dem anderen wieder nach oben schickt, weil er sie da irgendwie beweisen möchte. Also es ist voll weird und hat ja irgendwie so irgendeinen so einen philosophischen Grundsatz. Also das ist ein bisschen ein besonderes Spiel, das kann man sich leicht einmal so im Hinterkopf behalten, wenn man nicht weiß, was man sonst da soll. Dann kommt mit Reach noch ein VR-Spiel, das ziemlich krass ausschaut. Das habe ich auch schon ein bisschen angespielt. Da bist du so in unterirdischen Tempelanlagen, so ein bisschen Indiana Jones, Lara Croft Mischung, schaut ziemlich geil aus. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 kommt. Mhm. Ob man sich da darauf freuen soll, sei mir dahingestellt. Das ist schon 20 Jahre in Entwicklung gefühlt und ist auch schon mal, hat auch schon mal wieder komplett von vorne anfangen müssen und haben dann als Entwicklerstudio noch gewechselt. Also Gut das Ding will könnte Scheide haben. eventuell, hm? Gut Ding will Gut Ding? Scheide haben. Naja, bin gespannt. Und Simon the Sorcerer Origins, Oh. Adventure-Klassiker, kommt ein neuer Teil. Keine Ahnung, ob das was wird. Und was ich, kann ich ja schon mal ein bisschen spoilern, was ich auf alle Fälle beim nächsten Talkthrough dabei haben werde, ist The Outer Worlds 2. Mhm. Kommt die Fortsetzung von dem Obsidian RPG und richtig geil, Terminator 2D No Fate.
Das Geile Special Pixel Edition Stay. gibt es dazu. Habe ich mir schon bestellt. Die machen wir dann ein Unboxing. Da machen wir Unboxing, wir zwei miteinander. Hast du es zwei bestellt? Und nein, im Dein Box unboxen wir Ja, dann machen wir, miteinander. genau, das machen wir. Ich helfe Das dir, wird ihr geil. unboxt dein Ding, während du das Ding unboxt. Genau, dann streamen wir es gleich noch live, wenn wir Genau, wie spielen. dein Gemächt immer mehr erhärtet, während immer mehr von der Terminator Box sichtbar wird. Genau, so machen wir das. So Oh wie mein halt Gott, ich sehe Unboxing-Videos gerade, heuer ausschauen. kommt ja noch ein neues Octopath Traveler. Das ist heuer schon. Puh. Ja, ich meine, das kommt irgendwann nächstes Jahr, das kommt aber Ja, nur am 4.12. eieiei, ain't nobody got time for this. Und ich musste eh noch mal reinschauen, die ist in der Nintendo Direct oder in der State of Play angekündigt worden, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber in dieser Präsentation, wo das Octopath Traveler Zero angekündigt worden ist, sind ja, glaube ich, noch zwei solche 2,5D-Spiele angekündigt worden, die alle voll geil ausschauen. Ja, da kriegst du jetzt diese Mons jetzt immer mehr, die möchten wir einfach alle umbringen. Ja, stop it, stop it. Bist jetzt Werden fertig? Ich alle hab noch super. 5 Minuten Zeit, du Pissbacke. Jetzt da finden wir Harvest Moon Home Sweet Home, Dragon Oh, Quest 1 und 2 HD 2D Remake, wo wir gerade kommt das dabei jetzt haben. auch schon im Oktober? Ja, und dann kommt noch ein Mortal Kombat Legacy Edition, ja. Ja, Die die weiß ganzen ich jetzt alten auch. Teile in einer Box. So, vielen Dank für alle, die heute zugeschaut haben. Vielen Dank an Okay, alle, die okay, dabei verstanden. waren. Eine riesige Kartoffel, eine riesige Potato nochmal an die edlen Spender heute. Weltklasse, ja. Das ist echt sehr lieb für euch, hat Spaß gemacht. Schreibt in die Kommentare rein, was habt ihr so gezockt? Call to Action, Alter. CTA, Call to Action. Schreibt in die Kommentare, was hast du gezockt? Lass ein Like da, Abo hier, Abo da. Abu Dhabi, teuer. Und bleibt dran, es kommt jetzt gleich die nächste Folge Kassettenschmerz. Ich bin fleißig wie ein Bienchen. Und Brutal. das Seppi zockt jetzt und weiter, damit der nächsten Talkthrough wieder was zu verzeihen hat, würde ich sagen. Exactamente. Exaktamente. Dann, Seppi, schön was mit dir, wie immer. Hat mich auch wieder narrisch gefreut. Heute sogar in Überlänge sogar. Wir haben ja schon 1,5 Stunden am Labern. Das ist echt brutal, ja. Und ich hab gemeint, ich bin Krasser gut dran, Scheiß. wenn ich einen Kassettenschwanz auf 20 Uhr stelle. Aber dann macht's der Seppi mit Absicht spannend. Genauso Ja, wie wenn es losgeht und er immer erst 1 Minuten vor Beginn da ist. so ist er. Ganz An alle speziell. anderen, vielen Dank und wir sehen uns gleich beim Kassettenschmerz. Macht's es gut, bis gleich. Küsschen auf die Nüsschen. Gut euch. So, Stress pur, Alter, Stress pur. Brutal. Gut.